Bringing the family back together, bro. Sandro Schmidt! Ich kann es einfach jetzt erzählen. Alright, lass zu. Mir auf den richtigen Weg geleitet hast, auch gezeigt hast, was es heisst, wenn man eine Vision vor dem Auge hat. Ich bin auch richtig stolz, dass du bist. Einfach dein Ding durchziehst. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich dir richtig fett eine reinhauen. Hey Sandro, ich find's geil, wie du es machst. Bist stolz auf deine Ziele. Miteinander ist doch einfach am schönsten. Ich hoffe, dir ist bewusst, wo du mich rausgekommen hast. Ich danke dir, Bro. Ich schwöre dir Gott. Das ist «Miteinander», der Podcast mit dem Schmidi. Wenn er jetzt einfach ohne mich macht, aber ist völlig okay. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom «Schmiteinander»-Podcast. Es ist schon eine halbe Ewigkeit her, seitdem ich die letzte Folge aufgenommen habe. Aber it's about damn time. Und das mal wieder mit einem Special Guest auf meiner Seite, der Kelo. Hey. Guten Tag miteinander. Hey, die Location da ist immer absolut geil. Ich finde es wunderschön. Wir haben mit dem Regen sehr Glück gehabt. Ja, wir haben wirklich hure Glück gehabt. Also es hat so, dort links hat es eine fette Wolke und dort hinten hat es eine fette Wolke. Es ist aber sonst nur wirklich über uns und der Weg aber ist blauer Himmel. Ja, absolut. Das sieht nicht gut aus. Dass ihr wisst, wie wir da hingekommen sind. Wir sind legit jetzt erstmal durch ein fettes Fahrverbot gefahren und nachher einfach so einen Waldweg drauf, dass wir den Spot da haben. Aber ich glaube, da haben wir unsere Ruhe. Wir werden vielleicht irgendwie von einem Wildschwein oder so angegriffen oder irgendetwas. Wir sind prepared, glaube ich. Ich glaube auch. Wurfmaterial zum Rühren. Was willst du rühren? Den Tisch oder was? Ja, also worst case. Das Handy wäre auch noch da. Das Handy wäre auch noch da, genau. Brauchen wir ja nicht. Nein, auf jeden Fall herzlich willkommen. Schön, schaltet ihr wieder ein zu einer neuen Folge. Ich habe es vermisst, sage ich auch ehrlich. Vor allem jetzt mit dem Setup. Das ist jetzt der zweite Podcast, den ich mache oder wo wir aufnehmen mit so dem mobilen Setup, wo wir irgendwo draussen unterwegs sind. Und ich finde das übel geil. Die Gäste bis jetzt haben es auch übel ich habe jetzt schon Voice Cracks. Die Gäste bis jetzt haben es auch übel geil gefunden. Und ja, heute sind wir da mit dem Kelo. Wie haben wir uns kennengelernt? Hey, das ist eine sehr gute Frage. Haben wir uns kennengelernt? Ich glaube, wir haben so Event haben wir uns erst mal gesehen. Ja, aber ich glaube, der Punkt war, wir haben vorher schon ab und zu ein bisschen hin und her geschrieben. Zwischen denen mal. Ja. So, ich habe glaube mal einmal auf deine Videos reacted oder so irgendwie etwas. Und nachher das erste Mal so live gesehen haben wir uns am Paintball Creator Cup. Dort auch noch wirklich eigentlich kurz vorbeigelaufen, Hallo gesagt. Ja. Wirklich gross geredet haben wir dort gar nicht. Ja, nur so ein bisschen. Ja. Und nachher aber ist es gewesen, weil ich habe es ja hure gut mit der Jael und sie hat mich dann einfach mal in einen Discord-Call dazu geholt, wo du auch drin geguckt bist. Nachher so, ja, soll ich zusammen. He? Und dann irgendwie so sind wir ein bisschen in Austausch gekommen, glaube ich. So ja, in die Richtung. Anfangen Schach spielen. Auf Discord bis am 2. Nacht auf Discord Schach gespielt. Ja, das war geil. Basically so, also es ist wirklich auch wieder so eine random Begegnung gewesen, aber ultra geil, ich fühle es extrem. Hey, für die Hörer, die dich nicht kennen, also ich glaube, wenig Hörer würden dich nicht kennen, aber für die Leute, die dich nicht kennen oder die dich gerne genauer kennenlernen tu dich doch gerne schon mal so vorstellen, kurz, ganz knapp, was machst du, wer bist du, wo kommst du her? Also meine Telefonnummer ist... Direkt so! Geil. Nein, also ich heiße eigentlich Daniel. Ich bin auf Social Media unterwegs unter dem Namen Kelo oder Daniel Kelo. Ich bin jetzt fertig mit der Lehre, habe Schreiner gelernt. Hauptsächlich mache ich eigentlich eben Videos. Man sieht mich ab und zu dort und dort mal wieder. Ich bin 20 jetzt geworden, ich bin also noch ein Junge. Frischfleisch. Ich bin noch wirklich noch Frischfleisch. Ja. Was soll ich noch so erzählen? Ja, ich bin da selber noch nicht so lange in dem Game drin. Bin jetzt seit ziemlich genau 1,5 Jahren so richtig am Content machen. Und ja, jetzt sitze ich da und bin plötzlich in einem Podcast wie. Ja. Aber ich würde sagen, weißt, trotz dem jungen Alter hast du, gerade was die Bubble angeht, glaube ich, schon hure viele Erlebnisse gehabt. Ja, also vergleichsweise viel mehr als andere, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Also nur wie du jetzt sagst, so, ja, ich bin erst 20 und so, aber hure viele Erfahrungen, die du eigentlich so ein bisschen mitnehmen, ja, so ein bisschen in dem Stil. Oder? Also ich bin erstaunt gewesen, wir sind ja zusammen am Frauenfeld gewesen. Und was die Leute gesagt haben, hey Kelo, hey so, ist wirklich krass. Also der Typ ist durch die Blume durch vernetzt. I wish, ja, ich arbeite daran, aber es kommt langsam, aber es ist richtig geil. Ja, aber es bringt dir halt nur Vorteile, weißt du? Es bringt dir wirklich nur Vorteile. Wie machst du das? Gehst du auf die Leute zu, einmal random oder wie? Hey, im Fall, manchmal bin ich selber
überrascht, was mich für Leute kennen. Ja. Jetzt auch im Frauenfeld zum Beispiel. Ich habe nicht gewusst, dass mich die und die Leute kennen. Ja. Es sind eben auch wirklich grosse Creator auf mich Hast du erzählt, hure geil. Und da bin ich selber so ein bisschen so, okay, eigentlich sollte es eben umgekehrt sein, so ich sollte die erkennen. Und ich weiß gar nicht genau, wie das angefangen hat. Man hat so mal den ersten Kontakt gehabt. Ja. Aber nachher ist es irgendwie immer so weitergegangen. Man ist auf Events eingeladen worden, dort hat man wieder Leute kennengelernt. Und es war nie so, dass ich auf einer Mission war mit hey, ich muss den und den Kontakt haben. Safe. Das finde ich auch richtig eigentlich so, weil da kommt es viel natürlicher, weißt du? Extrem. Wenn ich jetzt auf einer Mission wäre, sage, hey, ich muss irgendwie, keine Ahnung, den CEO von Red Bull kennenlernen, dann wird es viel weniger passieren, wenn es einfach so passiert. Und dann, wenn du weißt, dass es einfach so passiert, dann hätte es passieren müssen. Ja, ich glaube, es hat ganz viel mit Ausstrahlung zu tun. Also klar bringst du natürlich schon, ich habe das Gefühl, schon einen gewissen Drive und du kannst schon in eine gewisse Richtung das Ganze lenken mit den Connections natürlich auch. Aber ich glaube, es ist viel mehr, du gehst und dadurch kommst du über, oder? Also die ganze Content-Bubble so ein bisschen. Du gehst dich so, wie du halt bist, du verstellst dich nicht, du bist du und du gehst offen auf die Leute zu. Und dann irgendwann kommt es automatisch, habe ich das Gefühl, so ein bisschen zu. Aber halt den Leuten, die du passt, mit denen bist du direkt gut. Ja, musst nicht irgendwie, das stimmt. Und es gibt immer, ich meine, du hast über jeden Menschen macht man automatisch ein Vorurteile oder was auch immer. Ja. Oder so der erste Eindruck, sage ich mal. Ja, ist schon so. Und wenn du dich halt natürlich gehst und jetzt nicht so, wie du eigentlich sagst, so als künstliche Person dich darstellst, dann kommt das auch viel besser rüber. Ja, finde ich auch. Und so haben wir basically uns dann kennengelernt. Also, das Frauenfeld-Story ist ja ganz crazy. Wir haben ja eigentlich wirklich vor nie gross miteinander zu tun gehabt, eben die Discord-Calls, ein bisschen Schach gespielt. Nachher, das ist echt so bin geil. Ich als Frau, das ist wirklich so random. Ja, wir haben ein bisschen Schach gespielt, nachher sind wir als Frauenfeld. Nachher bin ich als Frauenfeld und er war halt auch dort gewesen. Und es war wirklich eine geile Sache gewesen. Da sind wir basically den ganzen Samstag Samstag eigentlich miteinander unterwegs gewesen. Wirklich cool. Dann sind wir mal auf dem Cola Tower gewesen, dann sind wir mal in der Crowd gewesen, dann mal Red Bull, dann mal Food und so. Und ich wirklich, Bro, I appreciate it extrem. Und dann habe ich wirklich geile Zeit gefunden. Das war wirklich, wirklich cool gewesen, Mann. Und ja, seit dort sind wir eigentlich zusammen. Und das erste Kind, das kommt jetzt. Ja, wir wissen noch nicht, wie es heisst. Bub und Mädchen, das wollen wir eben auch nicht wissen. Und ja, der Schwangerschaftstest ist auch nicht angekommen. Ich weiss nicht, was da genau läuft. Ich bin nicht dabei gewesen. Also... Ja. Also, es könnte ein hapert aktuell ein bisschen. Ja, oder in der Kommunikation. Die Schwankungen sind vorhanden. Ja. Er hat manchmal ein bisschen ja, ich schlafe auf dem Sofa momentan. Also. Mit was für Bullshit man da wieder reinstartet. Nein, geil. Ja, auf jeden Fall Content Creator, oder ich sage jetzt werdende Content Creator auch dran, oder? Man gibt sich Mühe. Was machst du für Content? Hey, hauptsächlich mache ich eigentlich Sketch-Videos. Ja. Also das ist eigentlich auch eine funny Story. Ich sage eigentlich, es sind Sketch-Videos, aber ich habe noch nie in meinem ganzen Leben ein Skript für ein Video gemacht. Ah, was? Ja. Also ich tue immer so mir einen Titel überlegen, eigentlich, dass man nachher nicht in der Caption steht, sondern als Beschreibung vom Video, also POV, keine Ahnung. Für halt eben so Schweizer Pick Me Boy und das und das. Ja. Dann ich tue das immer in meine Handynotizen aufschreiben und dann tue ich einfach meine Schwester sagen, hey, schau, wir nehmen jetzt auf. Sie stellt die Kamera ein, wir labern einfach wirklich vor der Kamera. Das ist einfach alles One-Take. Wie alt ist deine Schwester? 17. Okay, dann gibst du ihr einfach die Kamera und sagst einfach, let's go jetzt. Ja, jetzt sage ich, komm, wir filmen so 2-3 Videos. Manchmal wäre es dann auch mehr, wenn du so ein bisschen drin bist. Ja. Aber ich habe noch nie so einen Sketch für ein Video geschrieben, außer halt, wenn ich jetzt eine Werbung mache oder so, ja, dann muss es ein bisschen professioneller sein. Ja, logisch. Ja, das ist eigentlich die Hauptsache, die ich mache, ist Sketch-Videos. Ab und zu kommt mal irgendetwas random so, aber das ist der seltenste Fall. Also hauptsächlich so Comedy und dann ein bisschen so ein bisschen Lifestyle innen noch eigentlich. Eigentlich ja. Oder? Ich würde es so ein bisschen beschreiben als Comedy. Für die einen mag es ein bisschen cringe sein, weil es halt, ich tue mich auch nicht verstellen einfach so, aber so ein bisschen als eine Kunstfigur auch ein bisschen geben. Eine Kunstfigur, das ist crazy, das habe ich noch gar nicht überlegt. Ja, ich bin ja absolut nicht so wie die Videos. Ja. Es sind sehr viele, haben früher so gedacht, so, bist du wirklich ein Pick-Me-Boy? Ich so, nein, ich bin kein Pick-Me-Boy. So, wenn ich jetzt nach einem Foto gefragt werde, sage ich nicht, darf ich nachher nur eine Armung haben? Ja, oh mein Gott. Ist das eine Anspielung auf meine Videos gewesen? Nein, alles gut. Nein, das ist ja alles. Ja, ich sage, es hapert ein bisschen. Ja. Ja, und halt so ein bisschen, sage ich auch, ich versuche so ein bisschen relatable Situationen zu catchen von den Jugendlichen jetzt gerade. Eben so POV,
du bist 2 Stunden in einer Kennenlernphase und dann tue ich das in einem Video widerspiegeln, wie es so ist. Aber es kommt eben gut an bei diesen Leuten gerade. Das ist Vor allem wirklich- die, was es betrifft, die sehen sie wie immer als erstes und kommentieren, nein, mein Gott, das ist gar nicht so. So. Und dann weißt du genau, ja, bei dir ist es Du bist 100% genau so. so. Ja, voll. Okay, crazy. Aber ich finde das eben geil. Und so hate-mäßig kommt da viel. Du hast jetzt gesagt, so die Leute schätzen dich so ein bisschen so, oder haben dann wie ein falsches Bild von dir, weil man sich ja... Irgendwie schon, Ja. aber ich habe noch nie so einen Hate-Kommentar habe ich tatsächlich erst einen bekommen. Mhm. Und das war einfach so, gewesen, du bist scheiße. Wow! Und ich dachte, oh, fuck, ich muss meinen, darf ich da fluchen? Ja, Aber- kannst du sagen, was du willst. Ich dachte so, ja, kacke, ich muss jetzt so meinen TikTok-Account löschen wegen dem Kommentar. Hast du jetzt gerade gefragt, ob du das fluchen und nachher hast du Kacke gesagt? Ja, ich kann so friedlich jetzt wieder. Okay, ja, safe, ja. Gesehen. Ja gut, was willst du haten bei dem Content? Ja, das Was- ist also wirklich, die was Leute, willst du wenn haten? haten, dann haten sie immer. Ja, klar, Ich meine, das schon. das könnte ich auch über deinen Content denken, so, was willst du da haten? Ja. Und, also ich Und habe bei dir nachher- noch nie einen Hate-Kommentar gesehen. Hast du schon mal Hate Ich habe einmal Hate kassiert. Einmal. So richtig. Sonst sind es mehr so weißt so Kommentare, die sich quasi lustig machen Ja, darüber. ja. Und dann antworte ich einfach ganz normal und mit Liebe und mit Verständnis. Und dann sind es meistens so, okay, der geht nicht drauf ein und lernt es. Ja. Oder steigt auch drauf ein und findet, hey, geile Sicht. Einmal habe ich einen richtigen Hate bekommen. Da habe ich ein Video gepostet gehabt, und da hat einer das repostet in seine Story und geschrieben, du Arschloch, du Hurensohn, du Wichser, Ohne oder so in die Scheiß. Story einfach. Und ich habe ihm dann darauf reagiert und habe gesagt, hey, look, Bro, ich hoffe, es geht dir gut. Leute, die sich so verhalten im Internet, bei denen läuft meistens im Privatleben nicht alles so, wie es sollte, oder irgendetwas stimmt nicht so. Ja. Falls du irgendwie ein offenes Ohr brauchst, das zulässt, oder einfach so schnell kurz tagen oder hin und her schreiben, gib Bescheid, ich bin da. Und sonst wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg und viel Gesundheit und so. Und dann hat der geschrieben, seine Antwort war, hey, von wo weißt du das? Ohne Und Scheiß. Dann bin ich mit ihm kurz ein bisschen in Konversation gekommen. Ich führe eigentlich keine Insta-Konversation, also so Smalltalk-mäßig gar nicht, Nein, weil ich nein. würde einfach, ja, man kommt nicht an. Und habe dann 2-3 Mal mit ihm hin und her geschrieben und am Schluss hat er gesagt, hey Bro, du hast gerade meine Ansicht voll changed. Danke vielmals und ich entschuldige mich von Herzen für das, was ich gesagt habe. Und so. Und das ist eben genau das, Krass. was ich so geil finde. Das ist krass. Wenn du mit Hass auf Hass reagierst, Bro, dann entsteht safe nur Hass. Ja, aber ja. wenn du mit Liebe auf Hass reagierst, dann hast du eben die Chance, dass es gibt eine kleine Portion Chance, dass Liebe daraus entsteht. Und das ist in dem Fall genau passiert. Und das hat mir einfach nochmal bestätigt, dass das Verhalten viel geiler ist. Also ich habe mich auch nachher richtig gut gefühlt. Ja, sowieso. Oder? Ja, weil du merkst, hey, es ist doch 180 richtig. Grad gewendet. Ja, also es geht mir nicht mal ums Wenden, sondern ich habe mich gut gefühlt, dass ich mich in so einer Situation selber auch beherrschen und mich so Ja. verhalten. Weißt Das habe und ich grad- nicht in einem Outburst irgendwie. Das wollte ich gerade sagen, weil so, ich kenne auch Leute, die Hate-Kommentare kassieren. Mhm. Logischerweise, das ist heutzutage leider normal geworden. Mhm. Aber ich kenne eben auch, die meisten würden so, ich sage schon, aggressiv eigentlich darauf reagieren. Ja. So, die gehen nicht, wenn jetzt einer schreibt, hey, das ist Scheiß-Content, Mhm. die gehen so voll drauf ein. Und Mhm. die Leute checken das und die haten immer weiter. Weil Mhm, das sind genau. meistens anonyme User, die Ja. kommentieren. Ja. Und ich kann jetzt, manchmal ist es halt schon besser, wenn du nicht so reagierst wie du. Weil wenn du jetzt im Zurückschreiben hättest, hey, du bist selber ein Hurensohn und so, was machst du für eine Story? Du wärst jetzt so mit dem am Streiten. Ja. Und auch das passiv-aggressive Reagieren. Also ich kenne ja auch, ich würde sagen, ich kenne mittlerweile schon ein paar Leute in der Social Media Bubble und es gibt so Leute, die nutzen den Hate-Content dann halt auch, um noch mehr Traffic generieren. Ja. Ist auf die einen Seite businesstechnisch natürlich clever, auf die andere Seite würde ich aber wieder sagen, ist es wirklich clever, weil gleichzeitig zeigt das, dass du dich nicht kannst abkapseln von dem, was die Leute von dir denken. Ja, und vor allem macht es sich selber nicht ein bisschen kaputt, wenn dein Content nachher nur Brutal. daraus besteht, dass du auf Hate-Kommentare Brutal. reagierst. Und auf das generierst du ja nur noch mehr. Also das ist ja wie keine Ahnung, wenn du versuchst, Feuer mit Feuer zu löschen. So, weißt du, Ja. was ich meine? Oder wenn du Brennsprit ins Lagerfeuer rührst, Ja. mit der Hoffnung, dass es aufhört zu brennen. So, weißt du, ist Ja. ja Flüssigkeit, das löscht aus. Nein, funktioniert nicht, oder? Aber eben, im Endeffekt, also jedem das seine. Also gar kein Hate an irgendwie jemand. Jeder kann Content machen, wie er will. Ich bin nicht im geringsten auf der Wellenlänge mit jedem Content, was es da draussen gibt. Auch nicht mit allen Personen, aber ich habe Respekt für alle, weil es ist mehr Arbeit, als es scheint. Ich finde auch, weißt du, wenn ich dort so brutal finde? Der ML-Gamer, der Max, kennst du ja. Ja. Und er sagt immer so,
er macht ja auch so Videos, wo er immer jeden Monat sein Gehalt veröffentlichen. Ja, das sind ja auch krass. Und ich finde das so geil, wie er das macht, so richtig transparent. Und er sagt jedes Mal, ich weiss, andere arbeiten viel härter als ich. Und das ist ja so. Also auch als ich, auch als du, auch sonst irgendwie. Und dann sagt er, das, was ich mache, das ist nicht wirklich ein Job. Und dort muss ich sagen, Bro, stopp. Doch, es ist ein Job, wenn du dich richtig, wenn du es richtig machst. Und er ist, glaube ich, der Einzige, der auf Schweizerdeutsch mit Streaming das Vollzeiteinkommen macht. Ja. In der Schweiz. Also ich wüsste nicht, wer sonst. Und bitte unbedingt sagen es mir. Dann natürlich, sorry von meiner Seite aus. Aber das ist, was das braucht. Der streamt 11-12 Stunden am Tag. Performt er. Also ich sehe heavy. jedes Mal, also wenn eine Person live ist, dann ist es er. Ja. Wenn du auf TikTok gehst, du siehst immer so der kleine Button oder das eine live ist, ist immer er. Das ist wirklich und er ist immer so auf, ich habe ihn noch nie ruhig gesehen. Er ist immer auf 100%, er gibt immer alles und er reagiert auf jeden Kommentar, der reinkommt und nebenbei am Gamen noch. Ja, so absolut. Und das ist... Von dem habe ich Respekt, weil das ist wirklich... Das braucht halt schon, ich sage, es ist in dem Sinn, du kannst es nicht vergleichen mit einem Handwerksberuf, so, es ist anstrengend so, sondern es ist anstrengend so deine soziale Batterie ist irgendwann auch leer. Und er ist, bei ihm ist es irgendwie so nie leer, habe ich das Gefühl. Der ist immer voll der ist voll happy und alles. Also so kommt es einmal über. Ja, weil es halt auch seine Leidenschaft ist und das ist ja dann auch das Wichtige. Aber nur weil es Leidenschaft ist, klar ist es vielleicht einfacher, etwas zu machen, aber es ist nicht keine Arbeit, finde ich. Oder? Definitiv nicht. Und darum, also Shoutout an Max raus, mad Respect für das. Finde ich richtig geil. Weißt du, wenn ich auch immer live gesehen, so random. Oder ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber ich verfolge ihn einfach. Bro, gerade heute wieder, ich schnell über den Mittag ans Handy, schnell auf Twitch schauen. Der Adi macht jetzt irgendeine Kajak-Tour oder Kanu-Tour. Ja. Bro, ist ja mal absolut geil. Ja. Und der ist immer also vor 2 Wochen oder letzte Woche bin ich auch random drauf gewesen. Der ist ja irgendwie in Italien unten mit dem Camperbus unterwegs gewesen und so. Er macht ja hure viel jetzt so tourmäßig, sind mit dem Camper von Italien sind sie ans Fraufeld gefahren. Und nachher haben sie so ein Konzert gegeben auf dem Parkplatz, so als goldiger Abschluss vom Stream. Wie geil. Und jetzt haben sie da die Kanu-Tour. Und er macht ja auch Darts-Cup. Also ich finde... Das habe ich auch schon gehört, ja. Voll geil. Ich finde es richtig gut, wie er es macht. Ja, das ist mal so, auch so ein Ziel, auf so eine Schwelle zu kommen. Natürlich ist das arschschwierig mit Schweizerdeutsch, oder? Das ist so, ja. Aber es ist gleich verdammt geil, wie es dort... Also die Bubbles, die entstehen, finde ich eigentlich richtig cool. Vor allem er ist ja voll in die OG-Zeit von YouTube Deutschland reingehauen. Also weißt du, mit diesen Leuten, mit Inscope. Ja, also ich würde sagen, er hat sie mitgeformt. Er ist nicht reingehauen, sondern ich würde sagen, er hat schon auch einen Impact drauf gehabt. Ja, vor allem also so beitragen. Ja, vor allem von der Schweizer Sicht aus auf das raus, oder? Es gibt ja... Also ich kenne jetzt keinen Schweizer, der das erreicht hat, was er jetzt erreicht. Nein, keine Ahnung. Also klar, es gibt ein paar, die du in die Richtung schieben kannst, auf jeden Fall. Der Maelo macht ja noch deutschen Content, genau. Hat er früher auch mit umgespielt und so noch Sachen aber gemacht. der Ding ist doch auch Schweizer. Der Juli, ist der nicht auch Schweizer? Juli? Oder Juri? Der Juli Pol oder so. Ja, Juli Pol, ja. Der ist doch auch Schweizer, habe ich letztens herausgefunden. Die smucken da überall, ey. Ich glaube, ich habe sie gecatcht. Geil. Oh mein Gott, der Voice Crack. Geil! Geil! Ja, so weißt du. Ich habe letztens herausgefunden, der ist auch Schweizer. Ja, aber er wohnt ja in Deutschland. Keine Ahnung, Bro. Das tut mir mega leid. Ja, ich habe ihn ein einziges Mal bin ich mit ihm gsi. Dort hat Django, also den kennst du, der hat so, hallo, mein Name ist Django, und so, der hat einen Clubauftritt gehabt. Und ich habe ihn kennt von TikTok, weil er ist mit Django dabei war. Der macht so Clips hat er immer gemacht, wo er Musik und Sprachmemos durchschnitzeln. Genau. Nachher kommt er, heute zusammen. Ich so, Scheiße, das ist ein Schweizer, gell? Ich habe das nicht gewusst. Ich habe gesagt, das ist ein Deutscher und dann kommt er heute zusammen. Ich so, hey, also ich bin auch sehr verwirrt gewesen. Ja, Jackie. Okay. Crazy, ja. Nein, ich finde allgemein, die Schweiz entwickelt sich in so eine geile Richtung mit dem Content. Ich liebe es. Es wird richtig cool. Es hat hure lang gebraucht, aber ich habe jetzt auch, wenn man so selber dabei ist, habe ich so das Gefühl, jetzt momentan ist so eine Phase, wo viel mehr miteinander gemacht wird. Ja. Wie früher ist so, jeder ein bisschen für sich, habe ich das Gefühl gehabt. Oder mal die es untereinander schon gut kannten, die sind einfach miteinander nachher gesehen, haben miteinander Videos gemacht oder was auch immer. Und heute ist so, ich will nicht sagen easy, aber es ist viel
ja, doch eigentlich viel, viel einfacher geworden, mit Leuten sich zu connecten oder dass sie alle auch offen sind und mit dir dann Sachen machen. Ja gut, es gibt da irgendwie 100 Mal mehr. Ja, es hat eine extreme Zunahme genommen. Ja, und du kannst so richtig, du merkst so richtig, kannst wirklich anfangen, Nischen mittlerweile aufbauen in der Schweiz. Und das finde ich halt geil. Oder du hast so die Social Media Revolutionäre, die wir bei uns in der Schweiz haben, von eben über Adi, Nati, Zeki und all die Leute, oder? So die Big Names. Zu den Newcomer, wo ich jetzt mich zum Beispiel so ein bisschen reinzählen würde. Und alles so eben dich, so aufstrebende Jael. Und das finde ich hure geil. Darum, ich bin mega gespannt, vor allem wo die Reise weitergeht, wo es mich einträgt, wo es die Leute einträgt. Ultra geil, Mann. So cool. Vor allem, wie sich so ein bisschen auch weiterentwickelt. Weißt du, weil ich würde jetzt mal behaupten, so, es gibt viele Leute, die probieren Content zu machen und irgendwann merken so, okay, es ist mehr wieder nur ein Video posten, sag ich mal. Ja. Es ist ein Video, also kommt darauf an, was du machst. Weißt du, wenn ich jetzt, sag ich mal, ein Video mache und darüber einen Text schreibe, der so ist, kennt ihr den Moment, wo das und so ist, dann ist es natürlich nicht so ein riesiger Aufwand. Weißt du, also ich will das jetzt nicht abreden, aber wenn du jetzt nur schon so Videos wie deine anschaust, das ist aufgenommen, du gehst für das in den Wald oder so. Du tust das alles schneiden, du hast Untertitel, du hast Color Grading, du hast mehrere Personen, die du selber spielst. Und das ist ja schon nochmal, das nimmt sehr viel Zeit. Das ist schon ein Unterschied. Und ich glaube, viele Leute unterschätzen das und die hören dann nach ein paar Monaten wieder auf, wenn sie was checken, das ist vielleicht, es wäre etwas für mich, aber ich habe die Zeit und den Aufwand habe ich einfach keine Lust. Oder machen es auch aus der falschen Intention. Ja, das Gefühl, das so, oh mein Gott, ich sehe, die verdienen Geld oder ich sehe, die kommen dort und dort an, nur weil sie das machen. Ja, für die Aufmerksamkeit auch und so. Ja, das ist sicher ein grosser Punkt. Ja, definitiv. Darum eben mal schauen, wie sich es weiterentwickelt. Ich bin mega gespannt. Es sind noch ein paar geile Events in Planung. Ich habe selber eigentlich mega geile Ideen, die ich möchte umsetzen. Du hast selber vor ein Event machen? Nicht Event direkt. Also ich möchte schon oh mein Gott. Ich möchte schon mal so Community-Zeugs machen, weißt du? Ich habe mega viele ja auch Dörffahrer zum Beispiel in der Community, also Biker, die eigentlich mal Bock hätten, irgendwie ein Rideout zu machen. Eine Biker-Tour. Ja, ich habe Leute, die wegen Mindset vor allem da sind, die halt so sagen, hey, schau, also das heisst wegen Mindset vor allem, ist ja irgendwie alles Mindset, was ich mache, aber die sagen, so ein Retreat wäre mal hure geil. So ein Schmitti-Retreat-mäßig irgendwie etwas, wo ich mir halt auch schon überlegt habe, boah, das wäre brutal. Und sonst einfach, ich habe schon so ein bisschen vor, in eine gewisse Richtung gehen, aber ich möchte eben wie auch nicht zu viel verraten, weil ich habe schon so viele Ideen und ich habe mit gewissen Leuten schon gewisse Sachen angeschaut, um gewisse Sachen in eine gewisse Richtung lenken, sagen wir so. Und das wollte ich wirklich für mich behalten, einfach mal, weil ich bin so jemand, der mega gerne so Ideen direkt share und hey, wie findet ihr das und das, aber das ist so mega ein Herzensprojekt, dann möchte ich das wirklich für mich behalten. So, ist aber auch gut. Ich sage immer Sachen, die du für dich behaltest, die kommen am Schluss besser raus, wenn du es erzählst. Ich weiß nicht. Ich bin der Meinung, du musst. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Weil es gibt keine Möglichkeit, von außenstehenden Energien darauf zu reagieren, quasi so, weißt du, wie ich meine? Ja, und ich habe das Gefühl, sobald du etwas, sag ich mal, erzählst, ich sage zum Beispiel, hey, ich plane jetzt ein Event, irgendwie wir gehen alle zusammen campen. Und ich habe dann das Gefühl, die Leute haben nachher alle unterschiedliche Erwartungen und nachher enttäuschst du die, weil es vielleicht nicht so ist, wie es so ist, also wie es hättest du wollen haben. Ja. Und ich habe das Gefühl, es kommt weniger gut raus, wenn du alles für dich behaltest und nachher stellst du etwas auf die Beine und du kommst von 0 auf 100, sag ich mal. Habe ich das Gefühl, das kommt A besser an und B ja, ich weiss, was du meinst. So, du kommst mit einem ganzen Projekt an und nicht so, hey, ich mache dann irgendwann mal etwas, das und das habe ich vor. Jackie, ja. Das ist jetzt gerade das Viech einfach auf den Tisch abgestürzt. Ja. Ich glaub, das ist, für die jetzt nicht zuschauen, es ist gerade irgendein so eine was ist das? Also das ist keine Mucke. Das ist ganz ist das eine Libelle? Nein, aber das ist irgend so ein Viech, wo jetzt da auf den Tisch abgestürzt ist und jetzt da irgendwie rumflattert. Es kommt wirklich nur noch so 10 cm hoch und es geht runter. Ja, oh mein Gott. Wo sind wir stehen geblieben? Ja, mit der Idee für sich behalten finde ich wichtig, aber ich finde eben auch, du musst deine Idee und das, was du machen willst, du musst es aus in die Welt bringen. Du musst darüber reden, dass du es kannst anziehen. Du musst die Leute wissen lassen und alle sagen immer, red nicht über deine Ziele, red nicht über deine Träume. Und ich finde, das ist Cap. Ich finde, du solltest gerade über deine Ziele und deine Träume reden. Ja, behalte deine Sachen, dein Private Shit, behalte es für dich. Aber warum sollte es eine Schande sein, darüber zu reden, wo dass man hin will? Oder wo dass man nicht mehr sein will? Oder
Oder warum sollte es negativ sein, jemandem zu sagen, angenommen, ich würde dir jetzt sagen, hey, das und das will ich erreichen. Dann ist es ja erstens mal, lasse ich es dich wissen, dass ich kein Bullshit rede. Zweitens mal muss ich mich selber accountable halten, respektive du kannst mich accountable halten, weil du kannst zu mir und sagen, hey Sandra, look, du hast gesagt, du machst das und das. Was ist los, Bro? Warum es gibt einem so ein bisschen selber auch einen Kick. So, ja, absolut. Weil es andere eben wissen, dass du das und das jetzt erreichen. Absolut. Dass du das auch willst erreichen, dass dass es nicht für nichts war. Und das Geile ist eben, auch das, was du sagst mit der Erwartung, auf jeden Fall, sehe ich auch, ich finde es ist aber mega wichtig, wie dass du dir das Ganze aufbaust, weil du baust dir ja wie ein Gesicht auf Social Media, oder? Und das sollte ja also meiner Meinung nach ist es ideal, wenn das dich selber auch widerspiegelt, wenn du, also jetzt auf meinen Content bezogen, oder? Comedy-Content, das ist wieder etwas anderes, aber und darum, ich könnte, glaube ich, legit machen, was ich will auf meinem Social Media, weil die Leute folgen nicht wegen dem Content, sondern sie folgen wegen mir als Person. Weißt du, wie ich meine? Ja, check. Und das heisst, sie bleiben auch, wenn ich kann ich jetzt wahrscheinlich so. Hobbyhorsing machen oder wahrscheinlich wirst du dann würde ich dir vielleicht entfolgen. Das ist okay, dann müsste ich auch die Folge wahrscheinlich nicht löschen. Ich kenne dich nicht. Nehmen das einfach für uns auf. So. Ja, also kein Hate an Hobbyhorsing. Vielleicht haben wir Hobbyhorser da. Nein, genau. Ja. Crazy. Content Talk ist Content Talk. Bro, mal weg vom Content. Wie geht's dir? Ich habe gewusst, dass die Frage kommt, gell? Ja, ist einfach so wie geht's dir wirklich so, Bro? Hey. Du hast jetzt gerade Lehre fertig. Erzähl. Eben darum, ich glaube, hättest du mich die Frage vor 2 Monaten gefragt, dann hätte ich wahrscheinlich nicht ehrlich darauf geantwortet. Schon? Ja. Ist du verschissen gegangen, oder was? Nein, nicht verschissen. Mir ist es stressig gegangen, sage ich mal so. Weil ich hatte Schule, also Berufsschule. Ich musste für eine Abschlussprüfung lernen. Vor allem im Schreiner ich habe letztes Jahr, im 3. Lehrjahr hattest du eine Teilprüfung. Also eine praktische. Ja. Dort habe ich aber meine Sehne gerissen, habe ich nicht können machen. Nein! Heisst, ich habe alle Prüfungen wirklich eigentlich in Wochenetappen nacheinander gehabt. Oh mein Gott, ja, ich kann es mir vorstellen. Und nebenbei wollte ich 100% geben im Content. Ich musste nur logischerweise arbeiten. Dann noch lernen für die theoretische, lernen für die praktische. Du hast noch die Zeit für dich haben. Und gleichzeitig hättest du auch noch Zeit für die Kollegen haben. Das hat dann irgendwann nicht mehr so reingepasst. Ja. Und mir ist eigentlich gut gegangen, aber ich habe gewusst, es ist sehr viel, was auf einen zukommt. Und jetzt kann ich eigentlich sagen, mir geht's jetzt blenden. Ich habe heute den ersten Ferientag. Es läuft alles, ich habe die Prüfungen alle bestanden. Geil. Ich bin jetzt offiziell ausgelehrt, ich bin kein Stift mehr. Kannst du nicht mehr für so Scheißarbeit missbraucht werden? Nein, ich muss nie mehr das WC putzen oder so. Hast du das WC putzen? Nein. Ach, ich will das sagen. war so ein Beispiel. Okay. Nie mehr Boden wischen, nie mehr Kaffee rauslassen. Ich kann alle gut Kaffee rauslassen, ja. Das ist auch so eine typische Stiftarbeit. Ich musste immer Kübel lernen. Und so Kaugummi kratzen aus den Kübeln und so Zeug, das war wirklich grusig. Was? Ja, teilweise hat es halt... Wir haben jemanden gehabt, der bei uns geschafft hat. Muss aufpassen, wir haben jemanden gehabt, der bei uns geschafft hat. Wie heisst er? Wo wohnt er? Ich sage nicht, ob es ein er oder ein sie war. Wie heisst es? Wir haben eine Person gehabt, die bei uns geschafft hat. Und die Person hat mega viel Kaugummi geklaut. Ja. Oder? Und hat es dann immer in den Kübel getan, manchmal aber nicht ohne das vorher in ein Papier zu tun. Und wir haben teilweise Kübel gehabt, ohne... weißt du, einfach so, weil ich bin gelernter Hochbauzeichner. Das heisst, du hast mega viel einfach so Papierabfall gehabt. Ja, klar. Und das heisst, wir haben teilweise einfach Kübel gehabt ohne Säcke drin, weil du das Papier nachher irgendwie alles zusammengetan hast und dann entsorgt, oder? Oh nein. Das heisst, dort sind zum Teil halt auch irgendwie Kaugummi oder sonst irgendwie Zeug drin gewesen. Und das ist, ja, ein bisschen degradierend gewesen, aber es ist okay, man lebt damit. Es ist eine kurze Zeit, sage ich, als Stift, aber trotzdem denkst du so, okay, ich bin eigentlich nicht da für das, dass ich den Kaugummi wegkratzen kann. So. Ich habe manchmal das Gefühl, die ausgelehrt, oder das sind so ältere Arbeiter, die schon lange dort sind, die nutzen das manchmal ein bisschen aus. Die wissen ja, der Stift macht es auch schon. Ich glaube, es ist heute nicht mehr so extrem wie früher. Also ich glaube, es kommt mega auf, ja, wie soll ich sagen, auf Geschäftsleitung drauf an. Ja. Ist so eine alte Eingeschulte, die sich selber alles aufgebaut hat, die seit 50 Jahren dran ist, oder ist es ein 30-Jährige, wo möchte Innovation in ein Unternehmen. Also ich finde, das kommt mega drauf an. Ja. Ich glaube, das kannst du nicht so pauschalisieren eigentlich. Aber ja. Okay, crazy. Aber dann kein Stift mehr. Krass. Und was ist jetzt der Plan? Ferien zuerst mal? Jetzt gehe ich
morgen fahre ich auf Köln. Dann Was machst du in Köln? Ich gehe an ein Open Air. Open Air Season. Jawohl. Dann komme ich wieder heim. Nachher nehme ich ein paar Videos auf zum Vorproduzieren, weil ich gehe nachher auf Menorca. Wo ist das? Nachbarsinsel von Mallorca. Habe ich zuerst auch nicht gewusst, dass es gibt. Ja. Und nachher bin ich wieder da. Ja, nachher arbeite ich eigentlich normal weiter, aber ich gehe mit dem Prozent wahrscheinlich runter, dass ich mehr Zeit habe noch für Content. Ich will auch das, wie kann man das sagen, professioneller machen. Im Sinne von, ich will nicht nur noch für mich Content machen, sondern auch mäßig auf Social Media Manager und so Sachen gehen. Ah, wie geil. Okay, so ein bisschen eine Firma aufbauen dort, oder wie? Eigentlich nicht unbedingt selber eine Firma aufbauen, sondern bei einer dabei sein, okay, wo schon ist. Ich kann jetzt halt keinen Namen sagen. So. Ja, klar, alles gut. Und dort könnte ich dann eben so auch ein bisschen alles um den Content machen. Ich kann hinter der Kamera sein, ich kann Projekte leiten, ich kann Sachen planen, ich kann auch vor der Kamera sein. Weil ich will nicht für immer einfach Sketchy machen oder einfach nur die Videos, die ich jetzt mache, weil irgendwann verleidet es mir und das habe ich nicht so Lust. Weil ich bin auch mega gerne hinter der Kamera und dann fotografieren oder videografieren. Ja, das ist eigentlich so mal ein bisschen grob zusammengefasst. Krass. Also wenn du videografierst, tust du dann für andere jetzt schon Videos aufnehmen? Jetzt noch nicht so gross. Wenn, dann sind es... früher habe ich oft gemacht für Clubs, habe ich Aftermovies gemacht. Ah, krass, okay. Und jetzt, ich glaube, das darf ich sagen, jetzt ist ja wieder der Swiss Influencer Award und dort würde ich auch aufnehmen. Für Swiss Influencer? Ja. Cool. Okay, sehr geil. Und ja gut, was mache ich noch hauptsächlich an Videos? Ich tue halt von der Mimi Konzerte auch noch alle aufnehmen. Ja. Ja, und ich habe halt so ein bisschen gemerkt, weißt, dort, wenn ich jetzt ein Konzert aufnehme von der Mimi, dann muss ich auch nicht irgendwie, habe ich nicht Anforderungen, sage ich mal. Ja. Und so hat es mir irgendwie immer mehr Spass gemacht, auch mal hinter der Kamera zu stehen. Ja, Jackie. Und so, wie kann man das am besten erklären, dass ich so... Einfach so ein bisschen experimentieren und so, ja. Es ist eigentlich wirklich das, du bist so frei, wenn es um so Sachen geht. Du hast nicht irgendwie so, das und das muss dort und dort sein, sondern du kannst so rumprobieren. Und es war halt auch ein riesen Hobby schon früher gewesen. Ich hatte schon früher einen Wahlfächer in der Schule mit Fotografie, Videografie. Und eigentlich seitdem bin ich gerne hinter oder vor der Kamera. Richtig cool. Ich weiss mega, was du meinst mit dem Experimentieren und man muss keine Erwartungen haben an die Footage quasi so, oder? Ja, genau. Weil ich merke das jetzt, ich habe angefangen auch so ein bisschen mit Videografen zusammenzuarbeiten für Videos und ich habe jetzt einen gefunden, mit dem habe ich 2 Videos aufgenommen, Shoutout an Nevio. Hat man auch schon ein paar Mal jetzt gesehen in der Story und so. Vom Frauenfeld. Ja, genau, am Frauenfeld ist er auch gekommen. Und ich merke mega, wenn ich Mühe damit habe, oder ich habe das Gefühl, ich habe Mühe damit, loszulassen vom Frame quasi, weißt du? Ja. Jemand anderem das zu geben, weil ich kann ihn jetzt Aufnahmen machen lassen und mich begleiten quasi, ja. Und für ihn ist Vloggen, also in dem Stil, eine Person verfolgen quasi auch noch etwas Neues, darum es ist so wie eine gemeinsame Journey, das finde ich eben noch geil. Aber ich bin noch nicht so weit, wo ich kann sagen, hey, ich gebe dir den Schnitt. Ja, das check ich absolut, vor allem, weil jeder hat so die eigene Vision, wie es sollte aussehen. Ja, genau. Und vor allem, ich finde YouTube so geil. Und ich habe immer schon YouTube-Videos machen, oder? Und mache ich jetzt auch ein bisschen. Ich habe mega unterschätzt, wie viel Arbeit es braucht. Und ich habe so eine Idee und so ein kreatives Hirn, was meine YouTube-Journey oder meine Idee, also einfach meine Videoideen angeht und so. Und dass ich es einfach noch im Schmitti-Style möchte haben, quasi, weißt? Und ich habe Angst, dass wenn ich das abgebe, dass es nicht mehr Schmitti-Style ist. Aber es ist mega ein Paradox, weil gleichzeitig weiss ich, wenn ich das loslassen könnte, dann kann ich mich mehr im Moment darauf fokussieren, einfach zu sein. Und wenn ich ja einfach bin, so wie ich bin, dann ist das Video ja so oder so Schmitti-Style. Weil ich ja im Video quasi bin, so, oder? Und dort tue ich mich aktuell so ein bisschen schwer, das Ganze auch abzugeben, weil es ist auf die einen Seite ist es ja auch ein Experiment. Ja. Also ich muss jemandem vertrauen und es kann mal sein, dass das Video nicht genauso ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich glaube gleich, das ist bei mir so der nächste Step, wo es darum geht, einmal, ich weiß auch nicht, auch wenn ich noch fast keine Follower habe auf YouTube, also fast keine, einfach wenig Follower habe auf YouTube verhältnismäßig, dass ich das mal trotzdem schon abgebe. Ja, also einen Cutter suchen und...
Ja, er würde es mir schon auch cutten, weißt okay. und ich würde ihm es auch zutrauen, auszuprobieren, oder? Der Punkt ist halt, es ist für mich eine riesige Zeitaufwand, selber zu cutten, weil du musst überlegen, mein Ziel ist es wirklich, dass jede Fresse in der Schweiz mich auf ihrem Handy gehabt hat oder so ein bisschen weiss, wer ich bin. Nicht wegen dem Fame, sondern weil ich das Gefühl habe, dann schaffe ich es, Messages zu implizieren. Ja. Oder? Und jetzt habe ich angefangen, shit, ist actually gut gehalten, ich habe heute noch keinen Post rausgehauen. Jetzt habe ich angefangen, zusätzlich noch andere Plattformen zu bespielen. Ich habe einen mega guten Tag gehabt mit einem Content Creator Buddy von mir, der sehr in der Materie drin ist. Wo es so ein bisschen darum gegangen ist, wenn du ja deine Videos machst, lass es doch einfach überall schauen. Ich lasse es hauptsächlich auf Insta, TikTok schauen, oder? Und ich habe mega viele Videos, die ich nur auf Insta habe und nicht auf TikTok. Ich habe jetzt angefangen, YouTube-Shorts aufzuladen. Bro, ich habe angefangen auf Snapchat, Spotlight und das ist im Fall der Shit. Snapchat ist im Fall hart underrated. Wo du mir deine Zahlen gezeigt hast, ich habe gedacht, hä? Es ist wirklich, ich habe nur so 3-4 Videos postet, aber die kommen gut an. Ja, die kommen wirklich gut an und das finde ich eben noch geil. Darum bin ich dort mega am Experimentieren und gleichzeitig musst du jetzt überlegen, müsste ich noch YouTube-Langformat-Videos machen. Und geil wäre ja eigentlich auch, wenn jede Woche, jede 2 Wochen ein Podcast kommen würde. Wäre ja eigentlich cool, oder? Ja. Aber es wäre ja auch cool, wenn dann noch Feed-Posts kommen würden auf Instagram. Und weißt du, was ich meine? Dann das und dann das. Ja, und dann wäre ja cool, wenn ich noch Collabs würde machen mit anderen Creators, dass man sich gegenseitig pushen kann. Das heisst, ich muss auch mal da und dort hinfahren. Aber ich arbeite noch 100% und bei meistens erst irgendwie am 6, halb 7 die Hause, oder? Also es ist... Das ist eben schon ein riesen Ding. Das ist meine grösste Baustelle aktuell, alles zu balancieren. Und ich weiss gar nicht, ob das überhaupt geht, alles zu balancieren. Ich verstehe absolut, was du meinst. Ja, ich habe jetzt voll young gelebt. Lang gelebt, so, sorry. Ja, darum. Zeit, oder? Ja, nein, das ist so ein bisschen mein Struggle aktuell. Ein Kollege von mir hat eben auch gesagt, hey, lad doch deine Videos mal auf YouTube Shorts auf. Weil er hat gesagt, so, hey, das geht einfach wirklich ab. Aber das klingt eigentlich verdammt dumm, das magst du fast nicht glauben, wenn ich das sage. Aber ich vergesse es nicht mal, sondern ich bin einfach so, wenn ich es auf TikTok und Insta aufgeladen habe und nachher merke ich noch so, fuck, ich könnte es auch noch auf YouTube Shorts aufladen und dort auch noch, dann wird es mir schon irgendwie fast zu viel. Wenn ich so daran denke, ich müsste das Video auf allen 4 Plattformen genau gleich timen, genau gleichzeitig posten und alles. Und so der Aufwand ist so, also es ist eigentlich wirklich nicht viel. Ich glaube, ich mache das selber auch ein bisschen schwer. Ich habe genau das Gleiche gedacht, aber es ist wirklich nicht viel. Ich glaube, ich habe es die letzten 3-4 Tage gemacht. Ich habe mir so ein bisschen einen Plan gemacht daheim. Ich kann es dir noch schnell zeigen, nachher, wenn wir den ausladen oder so. Dann. Ich habe mir so einen Plan gemacht, mit wie ich jetzt effizient könnte, vorgehen. Ja. Wie ich noch effizienter könnte halt Videos posten und alles machen und so. Und ich habe mir jetzt einfach gesagt, hey, look, es muss einfach jeden Tag ein YouTube-Short oder ein Spotlight auf Snapchat raufkommen. Zuerst mal, scheiß mal auf die Zeit, wenn es vergisst ist, Hauptsache es kommt auf. Und ich schaue schon, dass ich es machen kann, aber ich poste bewusst, zum Beispiel Insta, TikTok, poste ich bewusst zu unterschiedlichen Zeiten. Ach schon? Dann siehst du so wenn ich Erfahrungen gemerkt habe. Also Zeit. Insta ist poste ich meistens so um die 6 Uhr rum. Ja. Wenn ich das Video dann ready habe. Manchmal habe ich es erst um 7 Uhr ready. Und TikTok poste ich gerne später. Weil alle Leute noch auf TikTok gehen, bevor sie ins Bett gehen. Ja, das mache ich hure gerne. Ich höre eben so viel unterschiedliche. Alle sagen so, also alle. Eben die einen sagen, hey, poste es so möglichst früh am Morgen. Ja, so, vor dem Arbeiten gehen und schauen alle aufs Handy. Aber, klar, ja, aber ich glaube, dort ist halt das Risiko höher, dass es dann nicht viral geht, sage ich mal. Und ich tue ja auf beiden Plattformen immer Punkt 6 wenn ich auflade. Das hat so, habe ich gemerkt, es klappt gut, meine Leute sind dann sehr aktiv. Ja. Aber eben wiederum höre ich auch, ja, tun es lieber spät am Abend, so 9, 10 Uhr sogar, weil dann sind halt eben wirklich alle am Handy. Ich glaube, es kommt darauf an, was für einen Rhythmus du deiner Community gibst. Wenn deine Community sich gewohnt ist, dass immer am 6 ins Video kommt, dann würde ich auf dem bleiben. So, weißt? Klar, ist jetzt, 6 ist jetzt, es ist nicht wie 3 am Nachmittag, weißt du, wie ich meine? So, oder? Darum, ja, aber ich glaube, ultimativ top-notch ist schon, wenn du deine Zeit hast, wo es kommt. Und das auf konstant, das ist das Wichtigste, auf konstanter Basis dann um die gleiche Zeit herum. Also nicht einmal am 8 Uhr am Morgen, dann mal am 5 Uhr am Abend, dann mal am 10 Uhr am Abend, sondern konstant. Aber nachher formst du, glaube ich, so ein bisschen deine Community um deine Zeit herum, die du postest. So. Ja, vor allem die Leute merken sich nicht unbedingt, wenn du postest, aber sie checken so, hey, es kommt immer um diese Zeit. Ja. Und ich sage jetzt so, wenn du so
so voll die Fans hast, sag ich mal, die wirklich auf eine Uhrzeit warten, dass das Video Das online ist krass. Ja. Und nachher kommt es mal nicht um 6 und um 7, dann ist es so, hey, wieso ist es jetzt um 7 und nicht um 6? So, und wenn sich die Leute eben daran gewöhnt haben, dann ist es für die wie normal geworden, dass um 6 von dem und dem Creator ein Video kommt. Ich bin gar nicht so im Rhythmus, dass jeden Tag ein Video kommt. Ich Darum, auch nicht. bei mir weisst du es gar nicht. Weil bei mir Entweder es kommt, also entweder du hast ein neues Video oder hast du keins, aber ja, ist noch interesting. Ich habe es früher wirklich geschafft, glaube für 4 Monate habe ich es geschafft, wirklich jeden zweiten Tag. Für 2 Monate habe ich es geschafft, jeden Tag ein Video aufzuladen. Ja, aber irgendwann ist es nicht mehr gegangen. So. Ich habe es auch gemacht, aber dort habe ich weniger geschafft. Ja, das war bei mir eben genau das Gleiche gewesen. Doch, ich höre mich noch. Sie sind noch da. Ja, aber es ist halt schon, es ist ein Nebenjob. Aktuell. Ja. Wirklich ein voller Nebenjob. Ein Nebenjob. Du kannst eigentlich wirklich als voller Nebenjob. Also ja, es ist voll so ein Nebenjob, ja. Voll. Du schaffst eigentlich in dem Sinn 200%. Ja. 100% arbeiten, 100% Content. Ja, eben kommt noch ein bisschen darauf an, was für Content du machst, aber ja, im Großen und Ganzen schon Ja. geil. Hey, wir labern schon 41 Minuten. Was? Jetzt kommen wir eigentlich so ein bisschen zum zweiten Teil vom Podcast. Und zwar habe ich ein Format, und das kennst du glaube ich noch nicht, aber es ist eigentlich das, was wir immer machen und die Leute lieben es. Also lieben es wirklich. Doch keine Liegestütze. Nein, keine Liegestütze. Gut, ich habe da Karteikärtchen. jetzt. Auf diesen Karteikärtchen sind tiefe Fragen. Und wir tun jetzt abwechselnd Fragen ziehen und sie dann beantworten jeweils. Okay. Und ja. Gibt es so Regeln, so 2 Wörter antworten? Nein, feel free. Okay. Feel free. Ich habe relativ viel halt schon beantwortet. Und das Ziel ist jetzt dann auch mal komplett neu zu machen noch. Aber ja, du wirst es sehen. Okay. Du wirst es sehen. Okay. Also, ich lade dich sonst mal gerade eine ziehen. Jetzt sind Sie, was das für Fragen sind. Das ist dann laut vorlesen. So. Here you go. Hoffentlich kannst du es lesen. Wie hoch ist dein Bodycount? Nein. Ja, genau! Was sind das für Fragen? Nein, jetzt auf Ernst. Was funktioniert aktuell in deinem Leben und was nicht? Geile Frage zum Start, Mann. Kann ich dir einfach so... Ja, lass es einfach dort offen. Okay. Ja? Kelo, was funktioniert aktuell, was nicht? Das muss ich das musst du beantworten. Was in meinem Leben momentan funktioniert, ist... Boah, das ist eigentlich wirklich eine sehr gute Frage. Ich bin gerade bei beidem sogar am Studieren, was wirklich funktioniert und ja, was du nicht. hast keinen Stress, du darfst auch ein bisschen studieren. Es geht nicht um das wirklich... Eben, ich meine, das Thema von meinem Content, das Überthema, ist ja Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und so. Und es gibt immer mega geile Gesprächsthemen, diese Fragen. Manchmal schaffen wir es wirklich nur so 4 Fragen beantworten, weil es so lange Themen sind. Und manchmal gehen wir aber auch, raten wir es echt durch. Ja. Aber es gibt immer mega schöne Momente eigentlich dann. Ich glaube, was momentan nicht funktioniert, ist mein Schlafrhythmus. Das ist das Einzige, was mir gerade einfällt. Ah ja? Ich habe einen katastrophalen Schlafrhythmus. Okay. Also ich bin halt nach dem Arbeiten komme ich heim, dann gehe ich kurz liegen und nachher mache ich noch ein bisschen Content-Sachen weiter, etwas schneiden. Ja. Bin etwas am Schneiden oder etwas am Aufschreiben oder was auch immer, so Ideen sammeln und alles drum und dran. Und dann wird es gut und gerne ein bisschen später. Und dann bin ich halt manchmal wirklich erst um 2, halb 3 Uhr morgens im Bett und ich muss um 6 Uhr morgens aufstehen. Das ist nicht das Gesündeste natürlich. Krass, okay. Was wiederum aber funktioniert, ist Selbstdisziplin. Ja. Ich glaube, das funktioniert momentan recht gut, dass ich Sachen, die ich mir vorschreibe, wirklich auch jetzt durchziehe. Oh, das ist geil. Das ist mega wichtig. Früher habe ich sehr gerne Sachen vor mich angeschoben. Nur schon, wenn es eine Unterschrift war oder eine Rechnung zahlen oder was auch immer. Ja. So, eigentlich Sachen, die so easy sind, habe ich sehr oft vor mich angeschoben, einfach weil ich wirklich zu faul dafür war. Ja. Und jetzt mittlerweile ist es so, wenn ich etwas machen will, dann mache ich es gerade direkt. Einfach drauf los, einfach machen. Sehr geil. Das finde ich die richtige Einstellung. Weil ich habe das selber auch gemerkt, ich habe auch mega lange Mühe gehabt mit so kleinen Sachen. Und ich glaube, das ist immer, wenn du in einer schwierigen Phase bist im Leben, dann sind so Sachen etwas, wo dein Tag gerade schon verkackt und dann wird es schwer sind, dass du es noch machst und dann lässt es einfach quasi. Ich sage, dass eine Rechnung zahlen, nur schon fucking den Briefumschlag öffnen. Kennst du? Ja. Ich weiß nicht, ob du es kennst, ich kenne es. Ja. Wenn du Schiss hast,
die Briefe zu öffnen, davor, was könnte drin sein. So, Ja. und das stapelt sich langsam und du hast einfach ein richtiges mulmiges Gefühl, wenn du die musst auftun. So, das habe ich relativ lange gehabt, das Gefühl. Und das ist mega, mega unschön. Und man könnte dem eigentlich mega aus dem Weg gehen, indem man einfach wirklich sagt, hey, schau jetzt, gib ihm, jeden Tag mache ich das, jeden Tag mache ich so. Und eigentlich könntest du das Schlafen könntest du ja fast schon ein bisschen auch darunter nehmen. So ein Eben bisschen- eigentlich schon, aber irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich denke, weißt du, es ist jetzt schon seit gut 3-4 Monaten so. Mhm. Aber irgendwie klappt es trotzdem. Weißt du, ich bin nie wirklich müde den Tag durch. Das fickt dich später. Ja, das weiß ich auf jeden Fall. Aber trotzdem bin ich so auf 100%. Mhm. Und jetzt in der E-Ferien, jetzt schlafe ich auch wieder. Ja. Durch ein bisschen Schlaf vorholen, das auch immer. Ja, fix, jetzt hast du Ferien, dann kannst du ein bisschen... Ja. Jetzt kann ich mal kurz ein bisschen chillen, weil ich will dort auch nicht wirklich gross am Handy sein, mal das Handy auch weglegen, dass ich mal wieder in die Ja, normale ja. Welt zurückkomme. Das ist auch wichtig. Und hat es in dem Fall angefangen, so ein bisschen wegen der Prüfungsphase? Schlafrhythmus, Fick. Ich glaube wirklich wegen dem, ja. Also ich habe jetzt nicht bis in die Nacht gelernt. Mhm. Aber, Aber du lernst halt bis irgendwie am 10 Uhr und möchtest nachher noch deinen Stuff machen, zum oben runterkommen genau. zum Beispiel. Ja. Oder? Und das habe ich nämlich auch. Dann machst du Content bis um 10 Uhr, schneidest Video und nachher solltest du eigentlich pennen. Ja. Aber ich möchte auch, also für mich gibt es fast keinen Tag, wo ich nicht mal Zeit für mich habe, um etwas zu machen. Ich muss immer irgendwo irgendetwas am Tag haben, Ja. wo ich kann wissen, das ist jetzt einfach my happy place oder so irgendwie. Ja. Also nicht, dass mir Content keinen Spaß macht, ich liebe es, oder? Es Ja. ist wirklich, ich gehe voll drin auf, aber gleich so einfach so ein bisschen zum Runterfahren oder Ja. zum eine gute Zeit haben oder sonst irgendwie etwas. Und das sind zum Teil Discord-Call Schachspielen bis um 2 Uhr am Morgen und eigentlich halt andere Sachen, ja. das ist eben so eigentlich das grösste Ding. In meinem Kopf ist immer so, ich will möglichst viel. Der Tag hat nur 24 Stunden. Ja, Und ich will wirklich jede einzelne Minute gescheit nutzen, ob es jetzt nur schon eben die kleinsten Sachen sind, weil ich will so wirklich eigentlich jede freie Minute, die ich kann, entweder bin ich unterwegs, ich mache irgendetwas, bin etwas am Mhm. Planen, Mhm. etwas mit der Familie am machen, Ja. etwas mit den Kollegen am machen. Ja. Weil früher bin ich so gewesen, mit einfach, ja, jetzt mal ein bisschen rumhocken, aber mittlerweile denke ich auch so ein bisschen, wenn ich jetzt eine Stunde rumhocke, Ja, das habe ich auch gedacht. Kannst du schauen, red du weiter? gleichzeitig denke ich aber auch so, ich glaube, jede Stunde, die ich rumhocke, ist eine Stunde, die ich verliere am Tag. Verstehst du, was ich meine, Sandro? Jetzt, wo du gerade so neben mir hockst. Ja. Ich verstehe genau, was du meinst. Verstehst du genau, was ich meine? musst du auch Schiffer, Bro. Hallo, meine Lieben. Kannst du die Leute unterhalten? Ich unterhalte jetzt die Leute. Ich weiß nicht genau, was sagen, weißt du? Ich weiß gar nicht, ob der vorne mich gehört oder nicht. Das andere macht das gut. Ich bin ein bisschen nervös gewesen, heute da zu hocken. Das ist mein erster richtiger Podcast, den ich da mache. Ja, aber ich fühle mich da wohl mit dem Sandro. Ja. Peace out. So, da bist du wieder. Sorry, ich habe schon eine busy Pause machen Nein, mit absolut. der Zum Aufnahme. Glück haben wir das Toi mitgenommen. He? Ja, genau, der Wald. Wo sind wir gewesen? Ja, mit dem Schlafrhythmus. Okay. Ja. Und jetzt aber Ferien kannst du das langsam wieder so ein bisschen... Ja, das kommt schon. Es kommt schon, Roger. Kommt schon, oder? es Das sind kommt die schon, Aussagen. weißt du. Ja, es kommt Ich einfach schon. daran glauben, da kommt's. Oder? Genau, absolut. Okay, also ich bin dran mit Frage ziehen. Ich ziehe einfach die oberste. Machen wir jetzt einfach von oben runter. Ja, okay. Was ist etwas, was du an dir selber nicht würdest ändern? Ui, jetzt sind sie unter. Hey, es gibt vieles, was ich nicht ändern würde an mir selber. Etwas ist aber sicher, wie krass, dass ich mich für etwas begeistern kann. Also, Das würde ich im nicht Sinn ändern. im Sinne von, du bist schnell an etwas an etwas begeistert und das Ich aber kann, auch wenn mir gross etwas begeistert Spass ist. macht, dann kann ich voll eintauchen. Ja. Dann bin ich richtig so, wow, let's go, Voll im Film lass drin. uns das und so machen. Ja. Also ich bin sehr begeistert über etwas, was mir Spass macht und ich kann mich auch für Zeug begeistern. Ja. Mit dem Content-Beispiel ist das dann aber kann auch gefährlich sein, Ja. weil es kann dann sein, dass ich plötzlich nach 6 Stunden weder essen, trinken, schiffen oder sonst irgendwie etwas mal checken, hey, was läuft da gerade Ja. eigentlich, wenn ich so drin bin, aber es ist eigentlich ja auch schön, weil ich dadurch, es zeigt, dass du nicht ermüdest
durch das, was du machst und dass es dir etwas gibt und Freude macht. Und das Ja, würde ich genau. nicht ändern. Meine Begeisterungsgabe oder wie ich mich für andere Sachen kann begeistern, auch wenn es etwas ist von jemand anderem, wenn eine Person etwas geschafft hat oder so, irgendwie etwas oder so, all diese Sachen finde ich richtig, richtig cool. Also habe ich bei dir auch schon gemerkt. Ich glaube, das erste YouTube-Video, das ich für dich gesehen habe, ist das vom Paintball Cup gewesen. Ja. Und ich bin so fasziniert von Ja. dem Video, weil du wirklich so bist voll im Thema drin gewesen. Ja. Und nicht so auf den krampfmäßig, weißt du, sondern Ja. so, du bist voll in dem Thema drin gewesen, im guten Sinn, du hast Mhm. Freude daran gehabt, dort zu sein und alles. So jetzt Vollgas. und man merkt dir aber auch, wenn du etwas willst machen, du ziehst es durch und du hast auch Spass daran, das zu machen. Ja. Dankeschön. Das freut mich, dass man das sieht. Und das sollte auch eigentlich immer mein erstes Ziel sein. Klar, ich habe bei so Zeug, gerade Paintball Creator Cup, ich habe Ambitionen und ich habe Bock, zum etwas zu reissen, Ja. weißt du? Klar, Aber ja. ich habe einfach so Spass dran. Ding jetzt auch, die Summer Games, die gewesen sind. Ja. Shoutout raus den Boys, Gabri, Abilash und etc. All, die dort mitgewirkt haben. Ich habe richtig den Competitive Drive. Ich will das Ding heimholen, aber ich habe auch einfach so Spass und so. Ich bin so noch so ein bisschen so schock immer noch darüber so, hey, dass du dass das ich bei darfst so erleben, etwas, so. ja, dass ich darf check ich absolut. mitmachen bei so etwas, dass man auf mich kommt, dass man an mich denkt, also das sehe ich überhaupt nicht als selbstverständlich, egal wie viele Abos oder wie viele Aufrufe oder so, dass ich habe, weil das sind so die Sachen, weißt du, so der kleine Schmidt immer so davon geträumt hat. Ja, oder genau. so, ich schaue so, oder was heisst der kleine Schmidt auch jetzt noch, ich schaue so die Events von Red Bull, wie ein Adi, wie Emma ist glaube ich auch, oder Franny, oder weiss ich was, auf dem Bobschlitten dort der Ding durchabrast und ich denke mir so, hey Bro, eines Tages machst du diesen Dinger mit. Und jetzt, klar, man kann es nur nicht vergleichen, aber so wie sie es machen, es ist wirklich geil, wie sie es machen. Und das sind die ersten Steps und es wird immer besser. Das zweite Event ist schon viel krasser gewesen als das erste. Und ich bin einfach so, damn, crazy, ich sehe, wie mein Leben sich dem Traum nähert, weißt du, und es sich so in die Richtung bewegt. Und ich mir einfach so denke, Alter, es ist surreal. Es ist wirklich surreal und so Check geil. absolut, was du meinst. Du siehst es nicht als selbstverständlich an, dass Leute, dass jetzt nur schon eben ein Mike von The Voice, Ja, Shoutout. so auf dich zukommen als Person und dich an diesem Event dabei haben. Mhm. Wir sind ja nicht alle eingeladen, sage ich mal, sind ja wirklich rausgepickte Leute, weil es sind ja, was sind das Summer Games? 30 Leute? 30 Leute, ja. 30 irgendwie so. Creator, oder? Mhm. Und 30 Wildcards. Ja. Aber jetzt, eben auch schon nur beim Paintball-Event, dass jetzt, sag ich mal, du eingeladen worden bist. Mhm. So, das ist etwas, wo auch ich will das nie als selbstverständlich anschauen, dass Never. ich dort dabei sein darf. Never. So, du freust dich so, ich glaube, es gibt schon Leute, die so sagen, ja, logisch bin ich dort dabei, so wie man mich halt kennt und so. Mhm. Also ich will jetzt auch niemandem etwas unterstellen, aber es wird sicher so ein paar Leute geben. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo man sich so ein bisschen muss beibehalten muss, so auch noch ein bisschen am Boden bleiben. Auf jeden Fall finde ich mega, mega wichtig. Weil im Endeffekt ist das ein sehr grosser Schritt für die Schweizer Content-Creator-Szene, die da unternommen wird, ja. wenn das wirklich weiterhin so gepusht wird, wie es jetzt aktuell gepusht wird. Ja. Und darum kann man wirklich extrem dankbar sein, wenn man die Möglichkeit überhaupt hat. Weil ich glaube, wenn das so weitergeht, dann werden sich in spätestens 2 Jahren die Leute darum ringen, einen Platz für so Events können zu bekommen, Ja. wenn es dann überhaupt noch angefragt werden, so in Ja. dem Stil. Oder? Darum, ja, richtig cool. Aber ich würde sagen, das ist etwas, eben die Begeisterungsgabe, die ich nie verlieren. Genau. Voll, eben, du siehst, mit diesen Fragen tauchst du zum Teil so Das ist voll wirklich nachher krass, ja. in andere Sphären ab. Eine Also, Frage kann gerade alles auslösen. ja, also hau raus, zieh die nächste. Nervös. Trommelwirbel. Ohne angeben, in was bist du verdammt gut, sag ehrlich. Ui. In was findest du selber, bist du wirklich gut? Jetzt so, weißt, no shit talk, sondern wirklich, wo du einfach sagst, hey, ehrlich gesagt, ich bin wirklich richtig gut in dem. Ah. So, was kann ich da jetzt droppen? Das nimmt mich jetzt Wunder. So, es gibt Du so, weißt es, innerlich weisst es. ja, ich mir. Im Ficken. So jetzt- Nein, sorry. Nein. Schaut an meine Lehrerin. Nein. What? Nein. Okay, Nein. Bro. Ich glaube, kann ich so etwas behaupten im Sinne von mit dem
Umgang mit meinen Mitmenschen, so, dass ich in dem Sinn gut bin, wenn ich so mit ihnen bin. Weißt du, dass andere Leute zum Lachen bringen. Eigentlich könnte ich das sagen. Andere Leute zum Lachen bringen. Dann einen Happy Day machen. Oder ich versuche es zumindest. Aber ich würde nicht versuchen, wo bist du richtig gut? Ja, dann würde ich behaupten, ich bin gut drin, in Leute einen schlechten Tag zu einem guten machen oder sie einfach zum Lachen bringen. Geil, das ist geil gesagt. Hey, was ist mit der Kamera los jetzt? Warum steigt die aus wieder? Der hat wieder geblinkt, ja. Könnt ihr mal auf ins... Oh. Also... es ist... Scheißendreck. Oh, ich höre mich wieder. Hallo meine Lieben. Welcome back to our channel. Ja. Ich kann eigentlich nur wiederholen, was ich gesagt habe. Ich gebe mir Mühe, auch euch, die meine Videos schauen. Schaut an alle. Danke vielmals, dass ihr das überhaupt macht, dass ihr euch das antut. Ich glaube, das ist etwas, wo ich eine Gabe dazu habe, Menschen einfach mal ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, wenn es ihnen nicht so gut geht. Nein, ich darf da ausführlich erklären. Ja. Ich mache jetzt so Werbung. Wenn ich auch deinen Tag versüßen und dich zum Lachen bringen, dann schick mir doch schnell ein Fax durch. Mich shoutouten? Okay, Shoutout an mich in dem Fall. Ihr findet mich eigentlich überall auf YouTube, TikTok, Twitch mache ich nicht, Insta, unter dem Namen Daniel Kello, K-E-L-L-O, Daniel, wie man es sagt. Folgt da mal gerne rein, liked meine Videos, kommentiert. Bald kommt das Gewinnspiel. Nein, es kommt kein Gewinnspiel. Alles Fake News da. Weißt du, was wir nicht gemacht haben? Bei der Aufnahme so einen Check mit der Kamera, weißt du, klatschen. Oh, Scheiße. Aber ich schneide es einfach, ich bringe das schon her. Okay. Kommt gut. Ja. Scheißenreck, Alter. Ja, kann mal passieren, genau. Ja. Ich kann mein Shoutout noch kurz geben. Also, cool. Leute zum Lachen bringen. Finde ich geil. So. Die Frage habe ich schon mal beantwortet. Ich tue sie wieder unten rein. Mein letztes Ding, dass du sie nicht weißt. Weil vielleicht, Top Secret. Aha, ja gut, du sollst es jetzt sehen, wenn ich es wieder unten rein da habe. Außer wir müssen es eigentlich alles richtig haben. So. Gibt es ein Gefühl, das du vermisst? Boah. Hey, ja. Ich sage jetzt aber aktuell extra andere Antwort, als ich... Habe ich jetzt nicht Play gedrückt? Willst du es blinken oder nicht? Ich weiß es nicht. Ist der Speicher voll? Ich habe keine Ahnung. Also, zum ehrlich sein, das geht nicht. Wir machen da schnell einen technischen Stopp. Vielen Dank für die Werbepause, wir sind wieder zurück. Okay. bitte blendet die Werbepause noch das Video fertig. Ja, voll. Also, was ich vermisse, Bro. Ich vermisse die Schulzeiten, wo du heimgesäckelt bist und den Nintendo vorgenommen hast und mit also das klingt jetzt voll scheiße, weil die Leute sagen, geh so spielen. Glauben mir, ich bin noch genau in dem Alter aufgekommen. Ich finde, mein Alter ist perfekt. Was? Aha, ich finde, mein Alter ist perfekt gewesen, weil ich bin genau so noch in dieser Generation gewesen, die draussen aufgewachsen ist und dann so ein bisschen Technik reingekommen ist, dass ich heute check, was abgeht. Und früher, glaub mir, ich liebe, und das muss ich jetzt einfach droppen, ich liebe Pokémon. Ich liebe es wirklich. Es ist so, das hat einfach richtig mein Herz, weil es nicht einfach, weil es mit so vielen Erinnerungen verbunden ist. Früher, weil wir das dritte, das vierte, family-technisch, weißt, so dort drin sind. Und ich vermisse das, dass Frühere keine Verpflichtungen haben, nach der Schule deine Hausaufgaben machen, schnell oder so, oder halt einmal nicht. Und dann rausgehen mit den anderen Homies spielen, länger in der Schule bleiben, auf dem Fußballplatz, nachher später heimkommen, zusammengeschissen werden, den Nintendo für ein bisschen Pokémon spielen mit der Schwester. Wow. Das vermisse ich aktuell gerade. Aber vermissen ist also gefährlich gesagt. Es ist nicht so, dass ich es unbedingt wieder zurückhaben jetzt gerade, sondern ich vermisse in dem Sinne von, ich finde, das sind so schöne Zeiten gewesen und ich denke gerne daran zurück.
Ja, nicht also so, eben nicht so, dass es jetzt fehlend ist, sagen wir so, weil ich habe es immer noch mega gut mit der Schwester und wir könnten legit jetzt immer noch wieder den Nintendo für nehmen. Aber einfach, es ist eine andere Phase vom Leben und ich erinnere mich mega gerne an die zurück. Ja. Schön gesagt. Ich habe gerade voll etwas anderes erwartet. So. Ja. Aber so, das hat richtig gekillt. Ja gut, wir können auch gerne auf die Emotionalschiene gehen, was so ein bisschen Liebesleben angeht bei mir. Genau, das wollte ich sagen. Wenn so ein einziges Gefühl, jetzt so, sagen wir Liebe oder was auch immer, was dort würdest du vermissen, was wäre also, das Wort? Ich kann das nicht... Ich glaube, es ist schwierig zu erklären, aber ich glaube, ein Verständnis. Ja. Weil der Punkt ist, schau, ich habe keine Freundin oder so irgendwie und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der jedes Wochenende mit jemandem muss irgendwie heimkommen, so, weißt du, was ich meine? Und klar, man lernt neue Leute kennen, so wie das Leben ist und so. Und der Punkt ist halt dort, ich merke schon, dass mir so eine gewisse Nähe fehlt. Mhm. Aber nicht so, dass ich sage, ich brauche es unbedingt so, sondern ich merke, es wäre schon cool, wenn etwas da ist. Gleichzeitig möchte ich aber, gleichzeitig ist mein Traum eigentlich, die eine Person zu finden, weißt du? Ja. Aber zusätzlich ist es so, ich habe so viele Pläne in meinem Leben gerade aktuell, die ich möchte durchziehen und wo ich so Lebensfreude habe daran, die so Spass machen, dass das so viel Zeit in Anspruch nimmt. Das passt jetzt eigentlich gar nicht rein. Es wird, schau, ich sage dir ehrlich, wenn die eine kommt, dann passt es. Ist ja, immer das, so. das wenn die eine kommt, dann passt es. Aber es ist an dem Punkt, wo es mich teilweise fast schon schwierig dunkt, mich aufzurappeln und Zeit zu investieren, alles von Anfang an zu machen. Ja. Alles aufzubauen, neu kennenzulernen. Und ja, ich weiss jetzt, wenn man sagt, hey, aber wenn du das Gefühl hast, dann hast du es einfach, ja, auf jeden Fall, dann hast du es einfach und dann passt es auch. Aber es ist gleich für mich, ich bin so an einem Zwiespalt von, hey, ich wünsche mir eigentlich die eine Person, wo checkt, was ich da mache, wo nicht dann ist, hey, wieso kommst du jetzt heute später, sondern wo checkt, was meine Ziele sind, was meine Träume sind, wo ich hin möchte und mir die Nähe kann geben, den Support kann geben, wo ich aber selber auch kann natürlich unterstützen und da sein für die Person. Und gleichzeitig möchte ich aber nicht meine Ziele und Träume einschränken. Und ich glaube ganz fest, ich habe das mit der Simona schon mal besprochen, ich glaube, wenn die richtige Person kommt, dann ist es kein Einschränken und dann funktioniert das. Dann muss ich mir aber jetzt sagen, dann ist die richtige Person vielleicht noch nicht gekommen. Ja. Oder das hat sich einfach noch nicht so weit entwickelt. Man weiß ja nie, keine Ahnung, oder? Aber das ist so ein bisschen mein Punkt oder mein Standpunkt aktuell mit Liebe oder wie sich dort stehen, so ein bisschen in dem Stil. Ja. Ja, vor allem, du musst dich halt du willst dich auch nicht müssen erklären, wieso dass du jetzt nur das Video musst aufnehmen musst. So, das sollte eigentlich die Person sollte ja eigentlich checken, weil das ist dein Traum, das ist dein Ziel, das du verfolgst. Das ist etwas, was du nicht musst machen, du willst es machen. Und ich glaube, es macht es halt einfach tausendmal schwieriger zu wissen, dass es, wenn es eine Person gibt, die du würdest gerne kennenlernen, dass du der das alles musst erklären und sie vielleicht kein Verständnis dafür zeigt. Es gibt, ja, ich weiss genau, was du meinst. Und es gibt auch mega viele so Leute in der Bubble inne, wo ich dort mega dazu aufschaue, wie sie das machen. Also ich finde, es hat ganz viele Leute in der Schweiz, die das sackstark machen, wie sie damit umgehen. Und das einfach als rausstehen. Also ich kenne ein paar, bei denen läuft es gut. Und ich sehe einfach ein paar auch auf Social Media. Bei denen scheint es gut zu laufen, sage ich jetzt mal so. Von dem, was man sieht, natürlich, klar, Social Media. Aber wo ich gleich, wenn ich das anschaue, muss sagen, da ist irgendetwas da, weißt du, wo einfach dort so schön harmonieren, dass es mich richtig happy macht, wenn ich es einmal so sehe oder so zuschaue oder so irgendwie. Das geht doch noch. Ja, wirklich, aber es ist so ein bisschen die Schiene, die ich jetzt bei mir dort würde fahren. Ja, voll. Genau. Du darfst gerne, möchtest du eine Frage so ziehen? Ja, komm. Also, wie Jasskarte. Ich muss sie so ein bisschen krüppelig haben, weil ich das Mikrofon in der Hand habe. Ich will jetzt nicht, dass du nicht alles ausrutscht. By the way, für die Leute, die jetzt da dabei sind, das haben wir vorher gar nicht gesagt, das Video ist ausgestiegen. Wir haben tatsächlich die Speicherkarte gefüllt aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe die eigentlich immer gelehrt, aber heute scheint es nicht der Fall zu sein. My bad. Ja. Ja. Egal, vielleicht haben die Leute jetzt gerade, vielleicht geniessen jetzt gerade den Teil vom Podcast am meisten, ja, was nicht das stimmt, ja. Also, was ist das beste Kompliment, das dir jemand Fremdes jemals gegeben hat?
Ich glaube wirklich, es ist mal, was ist das gewesen? Keine Ahnung, 14-, 15-Jährig oder so, gell? Mhm. Aber der ist zu mir angekommen und hat gesagt, gell, du bist der Daniel Kello. Der ist nicht angekommen, du bist ein TikToker. Er hat gesagt, bist du der Daniel Kello? Ich so, ja voll. Schon mal geil, wenn jemand nicht sagt, du machst TikTok, oder? Das macht schon einen riesen Unterschied. Er kennt dich mit Namen, ja. Und ich glaube, das ist das schönste Kompliment gewesen mit dem, er hat mir gesagt, du bist die grösste Inspiration, die ich im Leben habe, ich schaue zu dir auf. Also wie du das alles machst. Oh mein Gott. Und das hat mich hure gecatcht. Wow. Das ist wirklich sehr, sehr schön gewesen. Wow. Es ist etwas ganz anderes, es ist etwas ganz anderes, wenn dir einfach jemand so sagt, hey, look, es klingt hure abwertend jetzt, aber wenn einfach einer sagt, ich bin stolz auf dich. Ich finde, das ist nochmal etwas fast Grösseres. Bei meinem Deckel. Es kommt darauf an, wer das sagt, ich bin stolz auf dich. Ja, das, wenn jetzt irgendjemand einfach so schreibt, hey, ich bin stolz auf dich, dass du das dort und dort angeschafft hast, aber du kennst die Person gar nicht, dann hat das nicht so einen riesen Wert, wie wenn das jetzt eine neue Person sagt. Ja. Oder wenn dir einfach jemand sagt, hey, ich finde deine Videos toll. Ja. Das ist schnell mal gesagt, wenn dir jemand so ins Gesicht sagt und nicht mal schreibt, weißt du, und dir etwas sagt, du bist eine riesige Inspiration, dann finde ich das... Das flasht mich jedes Mal. Ja, mich flasht es nur schon, wenn Leute auf mich zukommen, du bist ein anderer, oder? So, what? Eben, so es ist ein riesen Unterschied, wenn er einfach sagt, hey, du bist der TikToker, gell? Ja. So, ja, ich bin einer von vielen. Einer von vielen. Ja. Daniel Kello, das Mysterium der Schweizer Content Creation. Das finde ich auch so lustig, zu sagen, du bist ein TikToker, ich kenne dich. Aber wie heisst du nochmal? Ah ja, voll, kennst mich immer gut. Bro, ich schwöre, ich kenne dich, Bro. Ich folge dir, glaube ich, sogar. So, weißt, ich sehe dich immer auf der Bro, ich sehe dich immer, Bro. Hast du mir einen Roller, Bro? So. Hast du einen Grinder oder so, weißt du? Gut, ich ziehe die nächste. Ja, komm, ich ziehe einfach die von oben. Okay. Was braucht es aktuell, damit du auf dein nächstes Level kommst? Hast du die Frage dir selber ausgedacht? Die sind crazy. Zum Teil, also ich habe so ein bisschen einen Mix gemacht. Es gibt so ein paar englische Games, die auch so Fragen haben und ich habe es so ein bisschen miteinander gemacht. Aber die sind wirklich geil. Das ist geil. Was braucht es, dass ich auf mein nächstes Level komme? Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, aktuell ist es einfach... Es ist nicht... Ich muss wissen, wie ich es mache, weil ich weiss, wie ich es machen muss eigentlich. Ich weiss, was zu tun ist. Aktuell ist das Output eigentlich wirklich einfach. Ich glaube, aktuell ist was ich brauche, um auf mein grösstes oder nächste grösste Level zu kommen, ist machen. Einfach Output. Ich glaube, das ist aktuell das, was ich machen muss. Ja. Weil ich habe langsam so ein bisschen herausgefunden, wie das Game funktioniert, auf den tieferen Ebenen. Also weißt du, so ein bisschen auf den kleineren Ebenen, nur nicht auf den riesen, enorm grossen Ebenen. Dort komme ich dann später hin, wenn es weiter wächst. Aber so dort, wo ich aktuell bin, habe ich gecheckt, wie das funktioniert. Und einfach machen. Ja. Machen und, wie du sagst, diszipliniert dran gehen. Sich vielleicht gewisse Vorsätze nehmen, wo ich sage, hey, so und so und so. Das ist aktuell. Mehr probieren, weniger studieren. So ein bisschen so. Einfach mal drauf losgehen. Ganz, ganz viel. Gerade jetzt bei mir geht es jetzt langsam, ich tue auch offen darüber reden, bei mir geht es jetzt langsam in die Richtung, wo ich das erste Mal möchte auch ein bisschen anfangen Geld verdienen mit dem Zeug, das ich mache. Ja. Mit vielleicht Kooperationen etc. und so. Hast du noch nie Kooperation? Ich habe noch nicht eine Kooperation gemacht. Weil der Punkt ist, es ist ein mega heikles Thema mit dem Content, den ich gemacht habe. Ich mache das Beispiel mit uns zwei. Ich habe zu meiner Community ganz andere Connection, als du sie zu deiner hast. Nicht eine bessere oder eine schlechtere, aber aufgrund von meinem Content eine sehr tiefgründige. Ja. So weit, dass Leute wirklich mir vertrauen. Oder? Okay, check. Und jetzt weißt du vielleicht, in welche Richtung dass ich raus will gehen. Aufgrund von dem bin ich sehr wählerisch, was für Kooperationen das ich mache. Ja. Oder? Und ich wollte jetzt so anfangen und ich habe jetzt auch angefangen. Ich kann anfangen Brands anschreiben, die ich cool finde selber zum Beispiel. Ich habe auch die ersten Anfragen bekommen, um in gewisse Karteien aufgenommen werden und so. Und das finde ich cool und in die Richtung möchte ich mich langsam bewegen, weil ja, es ist eine Leidenschaft für mich, einfach Videos zu machen, aber ich möchte auch davon leben. Das wäre so der ultimative Traum. Ja. Und jetzt shifte ich gerade so ein bisschen mein Zeug in die Richtung, dass ich langsam anfangen kann, auch den Business-Side vom Content Creation so ein bisschen noch mehr umzusetzen. Ja. Darum auch mehr machen und mehr
probieren und weniger studieren. Ich finde es trotzdem auch schön, wenn du sagst, du hast so eine Bindung, so ein Verhältnis zu deiner Community, dass du dort auch vorsichtig bist, nicht einfach für irgendeine Marke. Die Leute vertrauen dir, die das sehen und die kaufen das oder sehen das sehr ernst. Und nachher ist es vielleicht nicht für jeden etwas und nachher verlierst du vielleicht auch einen Teil davon von deiner Community, weil sie so sagen, hey, wieso machst du es für diese Werbung? Man weiß ja nie. Ja, sobald ich nicht mit dem Reinen bin, mit dem Zeug, dann wird es nicht, ganz einfach, dann wird es nicht gemacht. Also, ja, klar, basically. Ja. Oder ich da willst du auch voll dahinter es gibt auch Produkte, die ich voll geil finde, mal zum Ausprobieren. Und das ist wieder, kommen wir wieder zu dem zurück. Wenn ich mich gebe, wie ich bin und mich nicht verstelle auf Social Media, würden die Leute auch nicht gehen, wenn sie mich sehen, das machen, weil sie ja wissen, der macht einfach das, was er geil findet. Klar, und sie sind ja da wegen dem, weil sie ja in der Regel wahrscheinlich das Gleiche geil finden wie ich. Ja. Und darum eben, es ist ein Ausprobieren, es ist ein langsam Voranschreiten jetzt. Aber ich liebe es. Ich liebe das, weil es gibt noch so viele ungeöffnete Türen dort. Weißt du, obwohl auch jetzt schon, überlegst, Mann, ich mache das jetzt seit bald 1,5 Jahren, bald 2 Jahren, seit ich so gefunden habe, komm, wir schauen mal, was möglich ist. Bro, brutal. Von fucking 1800 Abonnenten auf fucking 10-mal so viel, über 10-mal so viel. What the hell? Das ist wirklich insane. Krass. Genau. Ja, aber es gibt mir mega viel. Yes. Das brauche ich, um aufs nächste Level zu kommen. Schön gesagt. Was brauchst du, um aufs nächste Level zu kommen? Ja. Was ist dein nächste Level? Ich glaube, ich will mir in allem, was ich mache, habe mir vorgenommen, mehr Mühe zu geben. Weil eben, wenn ich gesagt habe, ich mache alles One-Take und so Sachen. Also professioneller, wie gesagt hast, oder wie? Eigentlich wirklich das, ja. Ich will ein bisschen mehr... Ich weiss, ich kann Videos schneiden und alles. Ich will das aber auch mehr zeigen, was ich wirklich kann. Boah, geil. Ich liebe das Mindset, Mann. Ich liebe es. Also, ja, du verstehst, was ich meine. Ja, ich weiss genau, was du meinst. Und ich glaube, die Leute, die zuhören, checken es auch. Ja. Voll geil. Ja, das ist eigentlich so das. Richtig gut. Fühle ich, Bro. Let's push it, bro. Let's go. Let's go. Okay, du bist dran mit ziehen. Machen wir noch. Haben wir noch je eine Frage? Ja. Okay, check. Oh, das ist 2, glaube ich. Was würdest du machen, wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern könntest? Oh mein Gott. Fängt es an regnen? Ich glaube, Licht. Willst du die Decke holen, oder? Ja, ich hole schon die Decke, während du erklärst. Also, was würdest du machen? Boah. Eben, ich liebe alles, was mit Videosachen zu tun hat. Und dann würde ich glauben... ich glaube, du kannst jetzt auch zuhören, glaube ich. Dann würde ich glaube sogar legit so richtig Schauspieler gehen. Aber so egal ob Short Videos so, oder Filme, weiß ich nicht, oder Serien. Ich glaube richtig Schauspieler gehen. Weil es ist schon... Seit ich ein kleiner Junge bin, schon mein Traum gewesen, nicht nur vor der Kamera stehen, sondern auch eben Schauspieler zu werden. Und ich glaube, dann will ich das machen. Oh, ein Schirm! Ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt wird es noch cozier da. Auch unter dem Schirm chillen mit dem Mike, sitzt im Wald. Meine Damen und Herren, da ist der Sandro aus dem Schnitt. Ich bin da gerade am Podcast schneiden, weil wir relativ viele technische Probleme hatten zwischen ihnen. Normalerweise wird er ja nicht gecuttet, aber hier und da muss ich ein bisschen in dieser Aufnahme. Und wichtig, ab jetzt wird man wahrscheinlich die auch ein Krüseln hören im Hintergrund. Das ist nicht die Aufnahme, sondern wir sitzen ja draußen im Wald und es hat angefangen zu regnen. Wir hocken unter einem Schirm. Und leider haben wir das nicht gut genug isoliert für den Ton. Das heisst, man hört etwa die Tröpfchen im Hintergrund, wenn jemand reden tut. Ich hoffe, dass wir das nächste Mal besser hinbekommen, dass wir das nächste Mal noch besser machen können. Und jetzt euch trotzdem weiterhin viel Spaß mit dem Schlussteil von dieser Folge. Also wirklich, die Technikprobleme, die wir heute hatten, sind crazy, aber ich liebe es. Jetzt habe ich gerade richtig krasse cozy Vibes. Hey, aber Bro, wenn du unbedingt so Schauspiel machen willst, müsstest du dich unbedingt mit der Jael zusammen tun, weil die möchte auch richtig Schauspiel gehen. Wirklich? So richtig krass Schauspiel, ja. Ich habe es wieder mit ihr gemacht, wo sie gesagt hat, hey, sie würde unbedingt mal in einem Kinofilm mitspielen. Ich habe eben gerade vorher drum herumgelabert, also mir wäre es egal. Also logisch, wenn man einen Film mitmachen wäre natürlich ganz krass. Ja. Aber es ist, seit ich eigentlich ein kleiner Bub bin, ist mein Ziel gewesen, ich will Astronaut oder Fußballer. Ich will immer Schauspieler werden, weil
Auch früher, wenn es Theater in der Schule gegeben hat, da hat mir immer die Lehrer so... Hört man mich noch? Ah ja. Ja, man hört dich noch. Ich bin immer so voll, egal was für eine Rolle ich kann, ich bin voll drin gewesen. Ich kann mich auch, also jetzt künstlich tun, weißt, so gut verstellen, so in eine Rolle reinversetzen, wenn es sein muss. Ja. Und darum wäre das, glaube ich, so das, was ich machen würde. Also Schauspieler. Voll geil. Ja. Richtig, richtig crazy. Ich finde das geil. Ich sehe dich dort auch irgendwie voll. Sagst du? Also wirklich. Nein, jetzt rein so von der Person, wenn ich dich kennengelernt habe und allem drum und dran, sehe ich dich dort voll. Dankeschön. Sehr, sehr, sehr geil. Hey, Bro, kannst du mir einen Gefallen machen? Natürlich. Machst du noch mal eine Frage? Kannst du machen, noch mal eine machen? Weil ich will unbedingt, ich muss schnell eine Aufnahme machen von dem, wie wir da mit dem Schirm hocken. Ja, das sieht so geil aus. Es gibt das Aesthetic Reel. Ich packe jetzt da zwischen meine Beine. Ich habe da alles so versteckt, dass es nicht nass wird, weil es sind so richtig fette Tropfen runterkommen. Also die Frage ist, was für eine Lektion hat dich am längsten gebraucht zu lernen? Zu verlernen? Oh, fuck, der läuft jetzt weg. Ich habe keine Ahnung, was das heisst. Was für eine Lektion hat dich am längsten gebraucht zu verlernen? Hä? Sandro, wie ist das gemeint zu verlernen? Hä? Ja. Oh nein, zu erlernen. Ah. Nein, zu erlernen. Also wenn ich jetzt nicht mehr so mache. Aha. Boah. Was? Also nochmal, was für eine Lektion hätte ich am längsten gebraucht zu verlernen? Also etwas, was ich jetzt anders mache in dem Fall. Also es ist damit gemeint, etwas, was ich jetzt anders mache. Dann würde ich glaube antworten mit... Ich glaube, weniger einen Wert darauf geben, was andere Leute von mir denken. Und Meinungen und Kritik logischerweise annehmen, aber weniger, dass es weniger grossen Einfluss auf mich hat. Und dass weniger näher mich angehen lassen. Dass ich mehr ich selber bin. Und auch wirklich das machen, was mir Spass macht, weil Anfangszeiten sind nicht die einfachsten gewesen mit dem ganzen Content. Mit dem damaligen Schulkollegen, den ich jetzt nicht mehr habe, wo, ja, wie dann sind Kollegen verloren gegangen, die so gesagt haben, das ist so cringe, dass du jetzt plötzlich auf Social Media dich zeigen musst. Und dann habe ich so gedacht, hey, ist es wirklich cringe, was ich mache? Und dann habe ich so gecheckt, nein, es ist nicht cringe, es ist einfach das, was ich machen will. Hast du alles gehört gerade? Ja. Ja, eigentlich gross und... Warte, ich warte schon, bis sie das Headset anhaben. Im Großen und Ganzen habe ich eigentlich gesagt, weniger auf andere Meinungen zu hören. Ja. Und das weniger näher an mich angehen lassen. Ja. Und einfach mehr ich selber sein. Ich glaube, das habe ich lernen, weil ich habe die Sachen früher viel zu ernst genommen, wenn mir jemand gesagt hat, hey, du machst das falsch, weil das die Person so angesagt hat, dass das falsch ist. Aber es ist in meiner Sicht eigentlich komplett richtig gewesen. Ja. Das habe ich lernen. Crazy. Das ist deep. Ja. Das ist sehr, sehr, sehr deep. Holy shit. Aber jetzt würdest du sagen, kannst du gut damit umgehen? Oder hast du es verlernt in dem Fall? Oder hast du immer noch so ein bisschen Rückfall zum Teil? Ich glaube im Fall, es tönt jetzt, also in meiner Ansicht tönt es gut, weil ich so in dem drin bin, aber ich glaube, ich habe es sogar mehr als verlernt. So, ich ignoriere das eigentlich sogar komplett im Fall. Also, was? Ja. Das ist geil. Im das Sinne ist von, cool. Egal was ich jetzt mache, ich bin mir so 100% sicher, dass es gut kommt. Also dass es auf irgendeine Art gut kommt, weil ich das komplett ich selber bin, also eigentlich alles, was ich da rede, alles, was ich mache, ich bin komplett ich selber, ich muss mich nicht irgendwie verstellen, dass mich andere Leute gerne haben. Ja, sehr geil. Wow. Word, Bro. Word. Sehr, sehr, sehr strong, Mann. Sehr, sehr, sehr geil. Ich nehme nur eine Karte. Yes. Und das dir da? Du hast halt die. Ja. Ich nehme die das einfach. Die benutzten. Die habe ich schon beantwortet. Welche Frage versuchst du in deinem Leben gerade am meisten zu beantworten? Wow. Welche Frage versuche ich in meinem Leben gerade am meisten zu beantworten? Ich finde das, glaube ich, bis jetzt eine der geilsten Fragen sogar. Bro, wenn Lambo? Ja, fix. Ich habe genau das Gleiche gesagt. Nein, welche Frage versuche ich am meisten zu beantworten? Das ist wirklich gut, weil ich glaube, ich habe nicht so viele offene Fragen, die ich mir versuche zu beantworten, weil ich ganz fest daran glaube, dass sie so oder so beantwortet werden oder einfach eben das Leben so fällt, wie es fallen muss. Welche Frage versuche ich mir zu beantworten?
Ich habe letztens ein Video aufgenommen, wo ich im Auto gehockt bin. Und ich hatte ein bisschen einen Rage gehabt. Und das ist so ein Video, das ich rein für mich gemacht habe. Und mir aber überlegt habe, zu posten. Ich bin einfach am Morgen ins Geschäft gefahren. Und ich habe nachher gesagt, ich war so im Geschäft gewesen, oder im Auto. Und ich habe mir so gedacht, was fehlt, dass ich komplett alles gebe? Ich habe das Gefühl, ich könnte mehr. Ja. Und ich könnte mehr. Und ich habe dann wirklich in einem Video darüber geredet, wie ich finde, dass man in der Schweiz in so einem System lebt, wo dich nicht dazu treibt, dass du ein Gewinner wirst, sondern es haltet dich einfach davon ab, zu verlieren. Weil so ein System so gut ist, dass du überall ein Fangnetz hast, aber es pusht dich nicht dazu, grossartig zu sein. Ja, nein, oder über deine 100%. Ja. Und das ist das, was ich mir gesagt habe, was braucht es, dass ich noch mehr gebe, dass ich noch mehr mache, nicht auf krankhafte Weise, weil ich wüsste, ich könnte mehr machen. Mhm. Was braucht es, dass ich das Ganze kann ernster nehmen kann, aber nicht so verkrampft ernster, sondern so, Bro, das ist meine Chance, gib ihm. Ja. Was braucht es? Wo fehlt es? Warum? Das ist, glaube ich, die Frage, die ich mir am meisten stelle. Was braucht es, dass ich einfach vielleicht ein Skript mehr schreibe am Tag oder ein Video mehr in der Woche aufnehme? Wo ist wirklich die Schwelle? So, was haltet dich davon ab? Was haltet mich davon ab? Was ist es? Ist es Gemütlichkeit? Ist es Komfort? Ist es Angst vor irgendetwas? Ist es Unsicherheit? Was ist es? Weil wenn ich das weiss, dann kann ich das eliminieren. Und ich glaube, ich weiss, was es ist. Ich glaube, bei mir ist es Komfort und Faulheit. Mhm. Ich glaube wirklich, es ist das. Und an dem möchte ich eigentlich auch gezielt arbeiten. Ich weiss aber auch gleichzeitig, dass es nicht nur Komfort und Faulheit ist, weil ich weiss, dass wenn ich vorige Zeit habe, dass es dann behindert geht. Haben wir in der Ferien gesehen mit dem Zeug, was abgegangen ist, oder? Ich glaube, es ist eine Kombination aus Faulheit und Gemütlichkeit in Form von effizienteres Planen, Schaffen, Umgehen, so ein bisschen in die Richtung. Krass. Das ist so meine sehr, Frage. sehr krass. Ja. Jackie. Jackie, Mann, Bro, hey. Geil. Mann, Jetzt Bro, ist, hey. ich glaube, langsam tun wir wirklich da den Aufbruch wagen, oder? Ich glaube, jetzt wird es sehr dunkel. Eine Kamera hat 3-mal ausgeschaltet. Es fängt an zu schiffen. Man hockt da mit dem Schirm. Das ist geil. Wolltest du noch irgendwie etwas sagen? Gerade? Ja, oder warte, ich mache zuerst meinen Abschluss und nachher sage ich dir, wie das Ganze läuft bei uns. Okay, ich muss da schnell Hand wechseln. So, okay. Liebe Leute, danke vielmals, habt ihr heute wieder mal eingeschaltet nach einer Ewigkeit zum Schmiteinander-Podcast. Lasst am Kilo unbedingt ein bisschen Liebe da, gehen, go abchecken auf seinen Socials. Supportet den Boy. Ja, wir haben sehr, sehr viele Themen heute angesprochen miteinander. Sehr, sehr viel Verschiedenes. Also wirklich so ein bisschen von Themen hin und her bounced auch. Ich habe es mega cool gefunden, vor allem mit der Location. Und auch wenn es da voll kommt, lernen. Ich finde es eigentlich geil. Ist mir eigentlich wirklich arsch egal gerade, aber ich finde es richtig, richtig cool. Aber Kilo, da hätte ich gesagt, ich mache mich da ready, nachher zu meine Buttons drücken und den Outro-Song spielen. Die letzte Minute, die gehört immer am Gast. Das heisst, du darfst jetzt die letzte Minute noch brauchen, um irgendwie etwas zu sagen, was du möchtest sagen, etwas, was du den Leuten mitgeben möchtest. Einfach sonst ein Statement, jemanden grüßen, dich selber shoutouten, einfach so irgendwie etwas. Einfach die letzte Minute gehört dir. Also, erstmal danke, dass ich da bei diesem Podcast dabei sein darf. Big Shoutout an dich selber, Sandro. Unbedingt dich überall abchecken, weil du machst das sehr gut. So, du bist sicher auch ein Vorbild für viele, für mich ebenfalls, wie du das alles machst. Ich habe es sehr lässig gefunden. Wir haben über Sachen geredet, die ich vielleicht sogar noch nie darüber geredet habe. Man hat über Fragen bekommen, die man sonst im normalen Alltag nicht bekommen würde. Ich würde mich natürlich auch freuen, würde mich abchecken, ein bisschen so. Und etwas, was ich noch mitgeben kann, ist, wie wir vielleicht jetzt bei uns gelernt haben, einfach durchziehen, das, was wir machen, verfolgen eure Träume, glauben daran. Und gebt vielleicht ein bisschen weniger Acht darauf, was andere davon halten, was ihr macht, sondern geht eventuell auch mit geschlossenen Augen an die Sache an und ziehen einfach mal durch, weil es wird gut kommen, wenn es gut kommen muss. Ende. Peace out. Love you, bro. Ciao, ciao. Love you too, Bruder.